Ihr Lieben, so ähnlich hatten wir uns das vorgestellt heute Morgen. So eine schöne Musikzucht, der hier mit allem anderen gut. Et Marieche vielleicht noch dabei und 250 Mann hier im Saal, die jetzt ganz laut Alarv rufen. Aber leider ist das dieses Jahr alles anders. Das Virus hätten sie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kein Bützchen, kein Alarv. Kein Alarv? Nee, halt. Das machen wir als allererstes. Mit euch zusammen. Dreimal Kölle! 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 Wunderbar. So, wir haben natürlich für euch versucht, hier im Netz, bei Facebook und auf YouTube, eine schöne kleine Sitzung zusammenzustellen, damit ihr Spaß und Freude habt, damit wir zusammen jetzt für den guten Zweck insammeln können. Ihr wisst, wir machen das zugunsten von Zartbitter und vom Kinderkrankenhaus Köln-Porz. Und es gibt der schöne kölsche Spruch, nix ist so schlecht, dass es für nicht irgendjet Jod ist. Und bei dem Wetter, was man heute kann, wissen wir, wofür unser schöner Benefiz im Netz Jod ist. Aber zuerst muss ich mich bedanken, und zwar vergesse ich das nämlich sonst, bedanken muss ich mich beim Stefan Brandt und bei seinen Studenten, dass die das ganze Technische hier durchführen, beim Helmut Zoch, dass wir hier singen können, bei der ganzen Aktive, die uns mit Videos unterstützen und mit Videos zum guten Zweck dazu beigetragen haben. Dafür vielen Dank. Dann natürlich auch bei meiner lieben Frau, die wunderschöne Sachen gebacken hat als kleine Überraschung fürs Dreigestirn. Dafür ganz herzlichen Dank. So, damit ihr auch wisst, wohin ihr spenden könnt, hier einmal bei Facebook einen Spendenknopf, da kann man drauf spenden. Oder ihr könnt auf unser Konto jetzt schreiben mit Adresse und mit dem Zweck Benefits. Und zwar, hey, könnt ihr noch einen Sinn, entweder wo auch immer eingeblendet nachher, dass ihr schön spenden könnt. So, jetzt geht es los mit dem ersten Beitrag. Und zwar freuen wir uns, dass wir ein Grußwort bekommen haben von Jan und Griet. Lebensfreunde vom Kölner Karnevalsbund. Wir freuen uns, dass wir heute euch ein Grußwort anrichten dürfen. Wir sind das amtierende Jan und Griet-Paar des Reiterchors Jan von Wert und wir wünschen euch viel Spaß bei eurer heutigen digitalen Sitzung. Und bei der Gelegenheit möchten wir euch auch ganz herzlich danken für all eure Freude, die ihr unter die Bevölkerung gebracht habt in all den Jahren zuvor, auch wenn es in diesem Jahr ein bisschen mau aussieht, aber wir versuchen uns ja alle mit digitalem Werkzeug zu helfen. Wir haben euch aber auch unser Motto mitgebracht und das diesjährige Motto reflektiert ganz gut die Zeit, in der wir jetzt sind. Und das geht so: Von 100 auf 0 und wieder Retour. Dann sind wir da drauf, in voller Montur. Mit Maske und Abstand im Herzen Jans noch. Marfieren fast lovend ob eine Art. Lacht mit uns und freut euch, so judet auch geht. Das wünschen von Herzen euch Der Jan und das Griet. dreimal von Hetze. Kölle. Alarv! Kölner Karnevalsclub. Alarv! Dreital. Alarv! Ja, das waren Jan und Griet, das amtierende Paar, die das im letzten Jahr auch gemacht haben. Und dann freuen wir uns noch, dass der Christoph Kuckelkorn, der Festkomiteepräsident, uns auch ein Grußwort geschickt hat. Liebe Christoph, du bist dran. Lefjecke. Diese Session stellt uns vor große Herausforderungen. Aber ihr, die Mitglieder des Kreises rheinischer Karnevalisten, ihr zeigt, dass man kreativ sein kann und Karneval trotzdem seinen Platz hat. Dafür sagen wir herzlichen Dank, denn nur zusammen sind wir alle fast erlaubt. Darauf Treiber von Hetze, Kölle, Alarv, Kölle, Alarv, Kölle, Alarv. Ja, das waren 2 Grußworte zu unserer Veranstaltung, damit es doch alles gut klappt. Dankeschön müssen wir natürlich auch sagen, hier an der Metro, die hat uns Fässchen gestiftet, die wir den Auftritten geben können, die wir heute noch haben. Und damit ihr alles auch gut hören könnt, hat der Björn von Kölsch Sound alles aufgebaut. Dankeschön dafür. So, ihr Lieben, dann wisst ihr, dass wir seit ein paar Jahren immer ein kleines 5-Liter-Fässchen haben, was nachher
vom Dreigestirn unterschrieben wird. Und ich denke mir, in so einer Corona-Session ist das vielleicht auch jetzt ganz Besonderes. Das hätten wir ja nicht überall und wenn die da dann geschrieben. Dafür könnt ihr natürlich spenden. Diese nicht spenden, dafür die sollt ihr ersteigern, das Fässchen. Und ersteigern könnt ihr das, indem ihr eine E-Mail schreibt mit eurem Gebot an info@krk-köln.de. Und heute Abend werden wir dann gucken, wer der Zuschlag kriegt für das Fässchen. Aber das ist nicht alles, sondern wir haben auch noch einen wunderschönen Orden. Und zwar haben wir den bekommen von den Domputzern. Diesen Orden werden wir also auch versteigern, inklusive 2 Karten für die Mädchensitzung. Das heißt also, einmal könnt ihr bieten auf das Fässchen unterschrieben vom Dreigestirn. Ich halte noch hinzu, da kannst du ihn richtig einfangen. Und ihr könnt steuern auf diesen Orden inklusive 2 Karten für die Mädchensitzung im nächsten Jahr. So, wir fangen an mit einem ersten musikalischen Beitrag. Und zwar eine Gruppe, die neu ist im Kreis Rheinischer Karnevalisten, Kölsch Royal. Und die haben einen wunderschönen Titel, der passt wie die Faust aufs Auge. Der heißt nämlich Et Kütt wie et Kütt. Tag sind ich Menschen wie dich und mich. Lebe in der Tag, aber lebe nicht. Ne Arbeit im Kopf, immer der Büro. Und sind sie dann boven, da stehen sie aus. Warum clever bliebe bis zum Schluss? Kommen wir Jan zusammen, ein Stück zu Fuß. Ja, was könnt wie könnt. 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 Ja, wat kut wie kut. Ja, wat kut wie kut. Die Welt ist so bunt und gefüllt mit Licht. Sie surfen im Netz, aber füllen nichts. Das Herz hat bei mir, der Kopf ist zu spät dran. Sie laufen im Rad und kommen niemals an. Worum clever bliebe bis zum Schluss. Kommen wir Jan zusammen, ein Stück zu Fuß. Ja, wat kut wie kut. 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 Ja, wat kut wie kut.
Ja. Egal, et wie et kütt wie et kütt. Genau das passt doch zu dem heutigen Tag. Und wir bedanken uns bei Kölsch Royal mit dreimal Kölle. 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 Also, ich bin zu schnell, gut. Ich muss was langsamer Kölle machen, damit das durchfunktioniert. Wunderbar. Ja, wir haben gerade schon bekommen Grüße aus der Eifel, aus dem Hunsrück, und die Domstadtbande grüßt uns und wünscht uns viel Spaß. Die kriegen wir nachher auch noch über das Video. Deswegen könnt ihr uns ruhig schreiben auf Facebook. Wir haben die Social Media Frau, die sitzt da und schreibt alles mit, was passiert. So, ja, ich hatte am Anfang gesagt, nix ist es so schlecht, dass das für nicht orientiert Jod ist. Jod ist nämlich diese Geschichte, die wir heute machen hier für euch, dass wir euch auch Tanzgruppen präsentieren können. Sonst hing das ja hier nicht, weil es nicht hoch genug ist und die Damen, die dann hochgehoben werden, hätten hier beim Helmut in der Decke gehangen. Deswegen haben wir dieses Jahr auch Tanzgruppen dabei, und zwar die Tanzgruppen vom Kreis Rheinischer Karnevalisten, die ihr, wie ihr wisst, jedes Jahr eigentlich auf dem Vorstellabend sehen könnt, aber dieses Jahr war ja alles Driss. Deswegen fangen wir jetzt an, und zwar hintereinander haben wir 3 wunderschöne Tanzgruppen für euch. Die Blauen Jungs, die Hüppebähnchen und Gräsberger. Bitteschön. der Kopf, ich weiß nicht, wo ich aus war. Und mir wird klar, dass ich jetzt wieder viel zu lang raus war.
Singe, danse, wieder drüber lache, dat han mir gemacht, die ganze Nacht. Geschwurf, geschwart, die Bale gemacht, wozu dann noch bist du, Jon? Ich stelle immer wieder dumm. Ich stelle immer wieder dumm. Ich stelle immer wieder. Kleine Clown. Ja, das war. So, den ganzen Tanzgruppen, ein, dreimal Kölle! 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 So, wer jetzt gut aufgepasst hätte, hat gemerkt, dass wir da noch eine kleine Notlandung zwischendurch hatten. Und zwar waren das die Freunde von der Luftflotte, die euch auch noch ein bisschen Spaß und Freude bringen wollten. So, wir haben den ersten Live-Auftritt hier bei uns und immer dran denken, ne? Ihr könnt spenden einmal für den guten Zweck und dann könnt ihr ersteigen unser Fässchen, was vom Dreierstand unterschrieben wird und den wunderschönen Orden hier vorne inklusive 2 Karten für die Mädchensitzung. Wir empfangen hier auf der Bühne unseren Freund Olli Blum. Im ganzen Frieden ist die Aalfrau Schmitz bekannt. Sie weht von allem nur et Schmitzebell genannt. Sie hat nicht viel, ist nichts besonders reich und hat noch lang nicht jeden Mittag Fleisch am Tisch. Nur ein, der jedes große Freude dran hat, das sind die Blümchen auf ihrem Finsterbrett. Mir schenken der Aal ein paar Blümchen für ihr Finsterbrett. Mir schenken ihr ein paar Blümchen, denn die Aalfrau Schmitz, die ist so nett und kloppt des öfter uns ne Ärmel an ihr Tür. Dat sie ja nix jetzt sich gläuft, dat kürzt nicht für. Und ist sie auch nicht reich, ist keine Millionär. Jetzt zu verschenken, ja, dat fehlt ihr nicht schwer. Und sind nicht nur 10 Pfennig und nicht mehr. Dafür hätt sie einfach unsere Sympathie. Mehr schenken der alle paar Blümchen. Ein paar Blümchen für ihr Finsterbrett. Mir schenken
schenken ihm ein paar Blümchen. Denn die Frau Schmitz, die ist so nett. Ein kleiner Eindruck, eine Begrüßung von Hans Knipp. Mir schenken der ein paar Blümchen. Ich begrüße euch auf das allerrecht herzlichste an diesem Sonntag. Hey, bei der wunderbaren Aktion vom KRK. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Pläsier, eine Ehre, hier dabei zu sein. Und ihr glaubt es ja nicht. Was da denn Spaß mit. Und ich freue mich, dass ihr an den Endgeräten alle eingeschaltet habt. Denn wir wollen uns der Tag nicht vermiesen lassen. Und ich sage, schön, dass ihr da sitzt. Es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Mensch, wo ist die Zeit bloß hin? Man könnte für wie gestern, als wir hier aufgeschlossen haben. Schön, dass ihr da seid, so könntet immer sein. Morgens früh der Spiel seht, zwei Falten mich. Und da in meinem Bad das graue Haar. Der Kamm liegt schon seit Jahren in der Schublade ohne Job. Das ist mir scheißegal, auch ohne Haar am Kopf. Ich sage schön, dass ihr da seid, es ist schön, euch hier zu sehen. Schön, dass ihr da seid, Mensch, wo ist die Zeit bloß hin? Man könnte für wie gestern, als wir hier aufgeschlossen haben. Schön, dass ihr da seid, so könntet immer sein. Es ist doch wirklich Jack Madrid sich dreimal. Schon ist das alle Jahr wieder Jeder dreht sie Päckchen, es ist ganze Jahr wohin. Es geht uns trotzdem gut, weil wir jetzt zusammen sind. Es ist so schön, dass ihr da seid, es ist schön, euch hier zu sehen. Schön, dass ihr da seid, Mensch, wo ist die Zeit bloß hin? Wir könntet für wie gestern, als wir hier aufgeschlossen haben. Schön, dass ihr da seid, so könntet immer sein. Ist manche Freund doch flöck gegangen, es blieb uns eine Trost. Ich weiß, wir sind uns wieder in der Hölle oder beim Herrgott am Schoß. So, liebe Flügsche, wenn ihr nicht zu Hause alleine seid, könnt ihr euren Sitznachbarn, der Mam oder dem Pappen immer sagen, schön, dass ihr da seid. Und das Ganze machen wir zusammen. Es ist schön, dass ihr da seid. Wunderbar, vielleicht mal alle Herren. Es ist schön, dass ihr... Prima. Und die Mädchen. Es ist so schön, dass ihr... Ihr seid wunderbar. Es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, euch hier zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Mensch, wo ist die Zeit bloß hin? Wir könntet für wie gestern, als wir hier aufgeschlossen haben. Schön, dass ihr da seid, so könntet immer sein. Es ist schön, dass ihr da seid, so könntet immer sein. Herzlichen Dank. Ich werde verrückt. Hey, jeder eine Dusche. Ist das herrlich? Ich fühle mich richtig wie im Fastelavond. Das ist so schön. Ach, ich bleibe einfach hier. Ist das in Ordnung, ja? Ja, ich bleibe noch ein bisschen. Tja, die Flügscher, der ein oder andere mag mich kennen von Blom und Blömscher oder der Blömscher vom Kölscher Rattepack. Ich mache das ganze Schmilzi jetzt auch schon über 30 Jahre, das glaubt man ja nicht, ne? Über 30 Jahre Kölner Karnevalszirkus. Und da merkt man sich so Gedanken ab und zu, und wir machen Parodie, wir machen jetzt vom Swing. Wie entsteht ein Karnevalshit, ein Karnevalsschlager? Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich will mal aufführen, pass auf. Erstmal gibt es die Möglichkeit, man kann sich inspirieren lassen. Ja, von einem, wollen wir sagen, vielleicht von einem Welthit oder so. Ich gebe mal ein kleines Beispiel, wie man oder wer sich inspirieren lassen hat. Pass auf. Those were the days, my friend, we thought it's never end.
We sing and dance forever and a day. We find it never choose, we find it never lose. La 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 la. Und wer hat sich da inspirieren lassen? Wer weiß es? Höre ich jetzt? Nee, wat war das? Dann früher ein super geile Zick. Mit Tränen in den Augen lug ich manchmal zurück. Wenn ich hör auf der Roll nur noch halb zu doll. Doch heute Nacht weiß ich stets, wo das Ende soll. Da hat sich der Peter wunderbar inspirieren lassen von einem Welthit. Those were the days, my friend. Und zum 10-Jährigen hätte er geschrieben, was war das? Ein super geile Zick. Jetzt kommen wir zur zweiten Instanz, zu einem Cover. Also es gibt einen Hit, der man schon auf der ganzen Welt hört. Und da auch wieder ein Beispiel. I am sailing, home again, across the sea. I am sailing, stormy water, to be near you, to be free. Und wenn es draus hier wurde, das ist Heimat. Heimat, das ist Köln, Rot und Wies, zwischen Nümat, Dom und Heimat, an mir Kölsche, et Paradies. Der Handy-Junge von der Räuber und der Tauben, liebe Grüße von hier aus gesendet von mir. Eine wunderbare, emotionale Kiste rausgeholt und vor allen Dingen weiß man jetzt, wie das Kölsche Hetz schlägt. Das ist Heimat. So, jetzt hatten wir ein Cover. Jetzt kommen wir noch zu dem dritten. Es gibt viele Menschen, die meinen, sie kennen das Original. Also, pass auf, ich stelle euch noch ein Lied für. Und zwar, in den 1970er Jahren wurde ein Lied für den WDR geschrieben. Es ging um eine Ausschreibung. Es ging damals darum, die Bands in Sportvereinen und in Schulen zu integrieren, und zwar die Lück. Früher hätten wir gesagt, das waren unsere Gastarbeiter, die uns hier geholfen haben, die Stadt wieder am Laufe zu halten. Und da hat Fred Hoog in den 70er Jahren ein Lied geschrieben, was ihr kennt. Mit dem folgenden Text. Auf dem Sportplatz steht der kleine Sven, der hier allein ist und den hier keiner kennt. Er sagt sich, Mensch, die anderen, die wollen mich nicht. Als Mickey zu ihm spricht. Spiel doch einfach mit, stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zeit herum. Hast du auch noch Angst? Das ist ganz egal. Spiel doch mit und kümmere dich nicht drum. So klang es 1970, geschrieben von Fred Hoog. Die Föß haben es dann übernommen. Und genau das kennt ihr, so wie man singen. Der Ahlemann. Der so jens einen trinken det. Doch er hat viel zu wenig Geld. Herzen. Komm ich auch noch rein, ob darauf Freunde dürfen mitsingen. Und trink doch eine mit. Stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zigarre. Zick, zick, Zigarre. Hast du auch kein Geld? Das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Vielen Dank. Herrlich. Jetzt kriegen wir noch Applaus. Oh. Wunderbar. Tja, die Föß, eine Institution bei uns in Köln.
Sie haben unglaublich viele Hits, Evergreens und Lieder geschrieben, die man heute noch kennt und die von so klein bis so groß alle Glück singen. Ganz doll, lieb Kollege. Ich freue mich, wenn es bald wieder geht. So, jetzt hatte man die Instanz, dass es ein Cover gibt, egal von welchem Cover, wer von wem gecovert hat. Jetzt kommen wir zu einem Titel, wo jeder denkt, es sei ein Cover, aber es ist das Original. Lass mich kurz überlegen. Andersherum. Jeder denkt, es wäre das Original, aber es ist ein Cover. Pass auf. Und jetzt geht es hier auf. La 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 la. Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Wo ist der Don Kosakenchor? La 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 la. Wie gesagt, es handelt sich tatsächlich um ein Cover. Und zwar liegt der Ursprung ganz woanders. Ihr kennt Aldi Pavaya, der Sänger, Sven Welter, herzliche Größe, 1,98 Meter groß, gut aussehend, Frauenschwarm. Der singt doch im Leben nicht Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Der Text geht eigentlich anders, pass auf. Lev Marie, komm, bring doch deine Schwester mit. Lev Marie, dann tanzen wir heute schön zu dritt. Lev Marie, und kann die Schwester wieder nicht. Bring bitte nicht wie letztes Mal de Oma mit. La 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 la. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Da merkt man doch schon, dass das Parodistenherz ein wenig in mir schlägt. Natürlich ist das auch eine Spaß gewesen. Und wir freuen uns, wenn wir nächstes Jahr wieder irgendwo auf der Bühne stehen im Fastelovend und hoffen, dass ihr all Spaß daran habt. Und jetzt kommen wir noch zu einem Titel. Ich habe die Rude Nase da, weil ich habe irgendwann eine kleine Clown kennengelernt. Hey kleine Clown, wo bist du bloß? Hey kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir. Denn meine Gedanken sind immer bei dir. Ihr könnt euch ein bisschen inhocken und jetzt schunkeln. La 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 la. Der Himmel über Köln ist heute Morgen ganz grau. Es ist erst schon Mittwoch und es rennt wie ein Sau. Im Auto, da liegt noch ein Pappnas von dir. Bist du jetzt bei mir? Ich schaff alles dafür. Noch für eine Stunde hielt ich dich fast im Arm. Ich hört nur den Stimmen, trotz all dem Lärm. Doch dann sagst du plötzlich, Jung, ich muss jetzt noch Hus mit dem Fastelovend. Da ist für dich ja jetzt Schluss. Hey kleine Clown, wo bist du bloß? Hey kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir. Denn meine Gedanken sind immer bei dir. Hey kleine Clown, wo bist du bloß? Hey kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir.
denn meine Gedanken sind immer bei dir. La 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 la. Stand hier am Ring in einer sternklaren Nacht. Es ist Sommer und ich frage mich, wann kommt der Tag? Wann ist es vorbei mit dem Söken nach dir? Und wenn ich dich treffe, liegst du dann bei mir? Jetzt haben wir November und ich sitze hier rum. Wärst du jetzt bei mir? Nee, wär das schön. Zum Aldermat, da ja nicht dieses Jahr 100%ig wieder hin. Mir blieb nur die Hoffnung, dich wieder zu sehen. Hey, kleine Clown, wo bist du bloß? Hey, kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey, kleine Clown, komm und meld dich bei mir, denn meine Gedanken sind immer bei dir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hey, kleine Clown, komm und meld dich bei mir, denn meine Gedanken sind immer bei dir. Vielen Dank. Herzlichen Dank, ihr Leflügscher. An dieser Stelle möchte ich euch alles Liebe, alles Gute zusprechen hier von meiner Stelle. Bedanke mich für die Einladung. Und heute haben wir Sonntag. Vielleicht darf ich ein bisschen Werbung machen. Ich mache gerade mit meinem lieben Freund Martin Schops eine kleine Show, die heißt Martins Wohnzimmer-Show. Wer Lust hat, kann um 14 Uhr einschalten. Da sind wir quasi hier durch. Alle sind durchgeschleust worden. Ich bedanke mich bei euch, bei dir. Und jetzt zum Schluss stimme ich noch ein Liedchen an, wo vielleicht der ein oder andere denkt, naja, wenn der schon so anfängt, fängt es bestimmt an. La 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 la. Nein. Oder? Ich sage Dankeschön, Madet Jod, denn einmal ist alles am Ende. Aus der Kinderschoß, heißt mit Kind sind es Schluss. Einmal ist alles am Ende. Auch ein schön Jurzig, die könnt nie mehr zurück. Einmal ist alles am Ende. Hock dich noch ein Zinn, komm on. Einmal ist alles am Ende. Einmal ist alles am Ende. Darum Pies ob de Zeng, nimm die Glück in de Häng. Denn einmal ist alles am Ende. Ja, einmal ist alles am Ende. Und jetzt weht jenem klar, nix blieb so, wie es war. Einmal ist alles am Ende. Dat het best mod rus meid, dat is het eng van dem Lied. Einmal ist alles am Ende. Einmal ist alles am Ende. Einmal ist alles am Ende. Und darum Pies op de Zeng, nimm die Glück in de Häng. Denn einmal ist alles am Ende. Ja, einmal ist alles am Ende. Einmal, ja, einmal ist alles am Ende. Leflügscher, tut mir eine Falle. Blieb ordentlich und vor allen Dingen gesund. Von Herzen grüß ich, der Olli Blum. Dankeschön.
Ja, nur zusammen sind wir fastelovend. Unter dem Motto hat der Olli auch sofort gesagt, klar, komme ich vorbei. Auch wenn wir kein Publikum haben, das ist mir egal. Ich singe für euch, für den guten Zweck, damit ihr drin geht in die Kasse. Ihr wisst, wo ihr spenden könnt. Entweder Spendenknopf bei Facebook oder um Konto vom KRK. Kriegt ihr zwischendurch auch immer mal eingeblendet. Also irgendwo könnt ihr die Nüssel schon loswerden. Beim Olli Blum mit einem Kräftigen von Hetze dreimal Kölle! 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 Uli sag schon. Olli, wie viele Unimog-Auftritte hast du hinter dir? Ach, wir können das schon fast gar nicht mehr zählen. Ich habe mich ja tatsächlich gleich am Anfang aufgemacht der Pandemie, wie man so schön sagt, und habe gesagt, ich muss den Leuten zusprechen und muss denen ein bisschen was Kölsche Kultur, egal wo, bieten. Und das schaffen wir wunderbar. Wir spielen draußen, wir dürfen spielen, weil die Leute Abstand halten und es macht einen unglaublichen Spaß. Und wer Lust hat, kann mich auch buchen für eine Geburtstag oder sonst. Und letzte Woche haben wir wieder gespielt. Das ist einfach ein Traum. Alles klar. Olli Blum im Internet findet ihr ihn sicher, könnt ihr ihn buchen mit einem wunderschönen Unimog-Konzert. Dankeschön, Olli. Schöne Fastelovend noch. Tolle Auftritte, super Saison. Komm gut durch. Tschüss, bis nächstes Jahr. Danke. Tschö. Das war der einzige und jetzt soll ich wieder noch Hus. Tschüss. Jeden Also, halt, genau. Wir haben ja extra einen Kürbis engagiert, weil wir haben ja von der Metro Fässchen gekriegt. Ne? Du sollst ja nicht trocken nach Hause gehen. Kürbis, bring das Kölsch. Kürbis, komm, bring. Oh, pass auf. Stell das da hin oder... Das ist ja wunderbar. Das ist sehr nett. Das ist aber jetzt für das Format Dosenschießen. Ne? Das kann man so einmal, ne? Oder? Ja. Ab 18, ja, sowieso. Dankeschön, nehmt ihr mit und bis vielleicht nächstes Jahr oder irgendwann. Ich lasse Dankeschön. gerade einen Moment stand, sonst laufst du durch das Bild. Tschüss zusammen, wartet gut. Tschö. So, wir machen direkt wieder. Wir haben die erste Rede am heutigen Tag. Wir empfangen per Video einen Menschen, der ein wunderschönes Kölsch spricht, der so ja im echten Leben auch das gemacht hat, was er als Figur verkörpert. Und zwar der Knubbelig vom Klingelpötz. Knubbelig vom Klingelpötz. Nun zusammen. Folgt mir nun auf meiner Exekursion durch meinen Haftalltag, beginnend mit dem alten Klingelpütz-Grundsatz: 2 alt, 1 Hellau, ab in der Bau. Also, lebt fastelovens Familie, ihr fragt euch sicher, wie geht dann so in so einem Klingelpütz? Da hast du ja da ein Zellentür neben der anderen. Und da jeder daraus auf der Freistundenhof. Jetzt kommt mal alle Male in Gedanken mit mir auf der Freistundenhof. Da hast du ja alle Nationen und alle Delikte. So habe ich gestern mit 15 bis 20 Düsseldorfer zusammengeholt. Ich habe die auf dem Freistundenhof versammelt. Ich habe zu denen gesagt: Liebe Diebe, hochverehrtes Gesocks, wir machen jetzt ein mathematisches Quiz. Ich bin der Quizmaster, einer von euch ist der Kandidat und der Rest von euch ist Publikum. Oh ja, Herr Beamter, das machen wir. Ich sage, wir fangen an mit Multiplizieren. Ich sage, was ist 3 mal 7? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Das Düsseldorfer Publikum: Gib ihm noch eine Chance! Gib ihm noch eine Chance! Gib ihm noch eine Chance! Der Witz macht mich fertig, wisst ihr das? Ich sag, mach mal wieder mit Dividieren. Was ist 60 geteilt durch 10? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Jetzt küdet. Das Düsseldorfer Publikum: Gib ihm noch eine Chance! Gib ihm eine Chance! Machen wir addieren. Was ist 5 plus 6? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Das Düsseldorfer Publikum: Gib ihm noch eine Chance! Gib ihm...
Dort da hingen nicht so laut lachen, hier vorne sind sie noch am Rechnen. Uns sprach es Heimat. Ich könnt hühle und krieche. Aber ehrlich gesagt, das schönste Kölsch wird doch immer noch in der alle Wirtschaft gesprochen, ihr Liebe. Und vor allen Dingen in Minger Stammkneip, der löstige Scharfrichter. Also direkt für an, da steht der Wanzekopf. Letztes Jahr hätte in der Wirtschaft ein junges Mädchen angeschwart. Sagt ihr, wie heißt du denn? Sagt ihr, Brit? Wie? Ja, wie der Kleber, nur mit B. Buhu. Ja, jo, der ist Stress, den lass ich demnächst fort. Nee, ihr Lieben, neben dem Wanzekopf steht direkt Cinderella Müllermeister. Also die ist schon jetzt älter, wie soll ich euch das jetzt verklären? Also meine Frau sagt, die hätte Tote Meer schon krank gekannt. Weißt? Und meine liebste Freund, das ist der Betes, die Blas. Also der Silberrücken, sagen wir. Jetzt lurt mich nicht so an, ich bin auch nicht gerade der Schmelzte. Böse Münder behaupten, wenn ich rückwärts gehe, das piepe. Nee, ihr Lieben, aber wir waren ja von dem Betes dran. Der ist ja ein bisschen, wie soll ich euch das jetzt verklären? Ja, lass mir sagen, so letzte Nacht ist er aus dem Bett gefallen. An beide Siege zugleich. Ja, wenn der sich im Bett rumdreht, liegt er in der Küche. Und der Betes hat mir verklärt, dass der von der Kölsche Brauerei-Innung, ich glaube, die heißt Suffe und Speie, von der ist der hoch ausgezeichnet worden. Der hat von denen gekriegt, der Riefkocherorde am fettigen Rand. Also wenn das stimmt, kriegt der von mir das Heumarer Dreieck am Bande. Ihr Lieben, wo wir gerade dabei sind, meine Lebensgefährtin, Flora hat der geilste Arsch der Welt. Mich. Ihr Lieben, also ich war mit der letzte Woche zusammen im Kinema, hätte sich ein neues Kleid gekauft. Wie soll ich euch jetzt das Kleid verklären? Ja, sagen wir so, es ist eine textil gewordene Nahtoderfahrung. Seht ihr für mich knubbelig? Was steht da zu dem Kleid das best passe? Ich sage einen Stromausfall. Aber Lebfastelovensfamilie, ich merke ja schon, wir sind uns schon ein bisschen jetzt näher gekommen. Da kann ich ja auch jetzt über mich erzählen. Also mit der Flora und mir klappt nicht mehr so gut. Nee, für die letzten Herrentour habe ich mir überlegt, du gehst in ein Drogeriegeschäft und kaufst ein Päckchen Kondömchen. Nee. Ja! Ja, dann stehst du mit dem Päckchen an der Kasse und das Mädchen an der Kasse fragt dich, möchten Sie denn auch Treuepunkte? Ich bin dann von dem Kaufvertrag zurückgetreten. Lebfastelovensfamilie, Glück, mit denen man Päder stellen kann, sind oft nicht treu wie old, egal auf Frau, auf Mann. Allah, rufen ich euch zu und trecke mich Mütz, blieben eure knubbelig vom Klingelpütz. Allah. So, wir bedanken uns bei einer Rede im feinsten Kölsch vom Knubbelig aus dem Klingelblütz, Ralf Knubbelig mit dreimal von Hetze Kölle! 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 Wunderbar. Und es geht wieder mal mit Musik. Wir haben wieder die Freunde von uns, die jedes Jahr fast dabei sind, haben uns auch ein schönes Video geschickt. Und zwar unsere Freunde von den jungen Trompeter. Die machen jetzt ein bisschen Musik für euch. Die jungen Trompeter. Bitteschön.
Wenn dich ein Engel küsst, bis du im Himmel bist. Du weißt ja, du weißt, wie schön das ist, wenn du im Himmel bist. Und ich ein Engel, du weißt, wie schön das ist, wenn dich ein schöner Engel küsst. An so einem schönen Abend, da geht man nicht nach Haus. Du weißt ja. Lang geht es immer weiter und der Wirt gibt einen aus. Du weißt ja. Dann hast du mich auf einmal angelacht. Du weißt ja. An diesen Zufall hätte ich im Leben nicht gedacht und hab zu dir gesagt. Du weißt, wie schön das ist, wenn dich ein Engel küsst, bis du im Himmel bist. Du weißt ja, wie schön das ist, wenn du im Himmel bist. Und ich ein Engel, du weißt, wie schön das ist, wenn dich ein schöner Engel küsst. Wir leben doch nur einmal und wir nehmen auch nichts mit. Du weißt ja. Wir wollen nur gut drauf sein, jetzt im Augenblick. Du weißt ja. Und dann traf mich plötzlich Amors Pfeil. Du weißt ja. Mitten in mein kleines Herz hinein, das kann nur Schicksal sein. Du weißt, wie schön das ist, wenn dich ein Engel küsst, bis du im Himmel bist. Du weißt ja, wie schön das ist, wenn du im Himmel bist. Und ich ein Engel, du weißt, wie schön das ist, wenn dich ein schöner Engel küsst. Du weißt, wie schön das ist, wenn dich ein schöner Engel küsst. Ja, unsere Freunde von den jungen Trompeter mit dem Lied Du weißt ja, wir bedanken uns mit 3-mal Kölle! Kölle! Junge Trompeter! Wunderbar. So, jetzt haben wir den Höhepunkt und wir freuen uns wie jedes Jahr, dass uns das Festkomitee das Dreigestirn vorbeigeschickt hat. Und wir empfangen sie mit ihrem Altstädter Marsch. Gut, da sind sie schon, die drei. Beim Schneestöber, was wir draußen haben, sind sie angekommen. Und wir dürfen sie vorstellen. Ich bleibe schön hier an der Seite stehen, damit man euch in voller Pracht sehen kann. Wir fangen an mit seiner Tollität, dem Prinz Sven I., Sven Olef. Dann haben wir zu seiner Linken den Bauer Gerion Glasemacher. Und zu seiner Rechten, jetzt muss ich natürlich ein bisschen hier rumkommen, Gerdemi,
Ich weiß nicht, ob die anderen 3 Gestirne oder sonst der eine jetzt erzählt hat, was sonst hier los ist bei uns. Wir haben also einen Menschen, der sonst mit mir zusammen moderiert, der Jürgen Scheidt. Das ist eigentlich unser Jungfrauenvorsteher. Das ist also der Mensch, der die Jungfrau immer vorstellt, der die interviewt, der ihr Komplimente macht. Jetzt ist das natürlich dieses Jahr etwas problematisch mit dem Corona-Dress. Da können wir nicht so viel Lücke haben. Aber ich habe ihm gesagt, er wäre ja praktisch der einzige Mensch auf der Welt, der eine Jungfrau zweimal begrüßen durfte. Ne? Jetzt musst du dich natürlich anstrengen bis nächstes Jahr mit der Jungfrau. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Ne? Krieg ich hin. Kriegst du hin, wunderbar. Ja, ja. Zu dem Prinz seiner rechten Seite, die Jungfrau Gerdemie. Oh, wie bist du schön. Oh, wie bist du schön. Ja, die 3, die haben, glaube ich, eine ganz besondere Session, beziehungsweise 2 besondere Sessionen vor sich. Und wenn man ja so die Bilder sieht, einmal muss ich sagen, die Proklamation war wahrscheinlich etwas ganz Emotionales, super toll. Zum Schluss im Dom und dann auch oben im Vierungsdom. Also das war schon Gänsehaut pur. Aber was doch sicher auch für euch ganz toll war, das war diese Geschichte im Autokino, um Pick-up zu fahren. Ich glaube, das hätten wir auch nicht jedes Jahr, ne? Ja, das war unsere persönliche Proklamationstriumphmarsch. Wir sind auf Pickups, standen wir hinten auf der Ladefläche, sind dann ins Autokino reingefahren worden. Wir haben uns so gefreut, einfach endlich mal die Jecken zu sehen und nicht nur vor irgendwelchen Kameras zu stehen, sondern sie auch wirklich zu sehen und zu fühlen und vor allem zu hören natürlich. Ja, also es war ein Hubkonzert. Das würde sich der erste FC Köln wünschen, wenn er mal wieder Erfolg hätte. Naja, nun, nach gestern Abend hätten sie ja auch hupen können. Ne? Gut, dann haben wir den Bauern, der Bauer Geri und deine Eltern, wenn ich richtig recherchiert habe, waren mal Jan und Griet. Ist das richtig? Tatsache. Wunderbar, ja. Das heißt also, du kunst ja nicht an, dass wir irgendwie auch eine Funktion übernehmen im Fastelovend. Ja, einer musste ja nachlegen, beziehungsweise ich war in der Jeckenfamilie der Erste, der im organisierten Karneval unterwegs war und in die Blauen Funken eingetreten ist und dann ist peu à peu das ganze Schmölzchen nachgekommen und gut, ich musste jetzt noch ein paar Jahre mein Fersengeld im Karneval verdienen, bevor ich ein Amt annehmen konnte und da waren sie halt ein bisschen schneller. Wunderbar. Ja, dann haben wir noch, wie gesagt, das Schönste, also nächstes Jahr kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, da wird der Jürgen dich... Ja, nee, beglücken darf ich ja nicht sagen. Nee, ich freu mich drauf. Du freust dich drauf. Der Jürgen guckt auch sicher zu. Vor allen Dingen das Schönste ist, der wohnt hier gegenüber auf der 13. Etage. Ne? Also der kann von der offenen Rungerlore. Dann liebe Grüße. Ja, genau. Erklär doch bitte mal gerade, wie du an deinen Namen gekommen bist. Ja genau, Gerdemie ist, gut, dass du es sagst, weil ich habe schon die Abenteuerlisten-Variation von Gerdemie gehört. Gerade eben wurde dich Jeremy genannt. Also das ist nicht ganz richtig. Gerdemie in Anlehnung und als Hommage an Gerdemie Bassing, eine unserer Altstädter Mariechen und das erste Tanzmariechen, was ja überhaupt im Kölner Karneval die Hebefigur in einem Tanz dargeboten hat. Und das war einer der Gründe, warum die Altstädter überhaupt Traditionschor des Kölner Karnevals geworden sind. Und deswegen wollen wir ein Jahr vor unserem 100-jährigen Jubiläum an Gerdemie Bassing und natürlich diese Leistung und diesen Verdienst erinnern. Wunderbar. Ja, das ist natürlich das Schöne bei so einem Format, was wir jetzt hier heute machen. Da kann man so jetzt erzählen. Ansonsten seid ihr ja immer unter Druck und sagt Tag und seid natürlich freut euch bei uns zu sein, aber ihr mögt dann immer wieder fort. Gut, jetzt weiß ich, ihr singt nicht, ihr tanzt nicht, aber ihr habt was anderes. Bitteschön. Ja. Lev Jecke. Fastelovend zu feiern, das können wir jod. Spaß und Freude zu machen, das liegt uns im Blut. Dafür kennt uns die Welt, von Berlin bis Hawaii. Bei Viva Colonia, da sind wir dabei. Die Stadt mit K ist die Stadt, ob die wir all stehen. Und da täten wir selbst zu Fuß hinjon. Mir trinke jen eine mit und un jen lache. Denn mir sind Kölsche Junge. Was willst du machen? Der allerhöchste Tag bei uns, das ist klar, das ist der Rosenmontag, einmal im Jahr. Und wenn der Zug dann kütt, und das ist nicht gestrunzt, ist das schöner wie Heiligabend für uns. Wie klein Pens können wir uns freuen, stehen innerlich Kopf und do nix bereue. Fühlen eine Dankbarkeit tief in uns drin und spüre,
was es heißt, ne Kölsche zu sehen. So haben wir das all die Jahre gemacht. Und hätt irgendwann uns einer gesagt, es könnt anders Sinn und anders kommen, der hätte man doch nicht ernst genommen. Unvorstellbar war für uns die Idee, dass wir Jecke in Köln he, uns keine Fastelavond han und keiner auf eine Sitzung kann. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, da kütt der Fastelavond und wir sind all bereit. So wie in dem Lied. Und das ist keine Witz, war das für uns halt ein Naturgesetz. Wird noch jeder Nacht ne Morje jit und nach jedem Rennen de Sonnenruss kütt. War für uns halt escher Mittwoch gewiss, dat ab November wieder Faste leer ist. Dat et anders kom, dat wisse mir all. Denn leider hätt uns dies Jahr in dem Fall eine fiese Möp von Virus, ganz dreckelige Art, eine dicke Strich durch die Rechnung gemacht. Dat Düvelsdale, dat hätt iskalt, uns Live ob der Kopf gestalt. Und auch dem Letzte ist jetzt klar, dat nix mir is, so wie es war. Wir sind still geworden, unbesinnlich. Dat is grad für uns Kölsche ziemlich mühsam, so ne jeckes Pläsier. Und wir haben da drüm, et ärme dir. Doch bringet nix sich zu beklare. Jetzt et's recht, müsse mir et wahre. Mit Frusinn und der kleine Sache uns jähesig freut zu machen. So dat mir all, auch ohne zu viere, uns Zuversicht und Kraft nit verliere. Wigger zu machen und noch Fürre zu lure, statt Dröfsal zu blase und sich zu bedure. Zusammen zu stonnen, das ist tendenziell ein zweifelsfrei paradoxer Appell. Denn führende Zick, wo zusammen zu stonnen, glich zickig bedück, nicht zusammen zu stonnen. Und auch das Motto in der Session ist gerade für uns Kölsche eine echte Mission. Wir drei sind der Meinung, vermutlich etwas noch nie ein Motto so klein gepasst. Zur Lage im Land und in der Region, zum Jäst der Zick und zur Situation gilt vom Morgens früh bis am Abend. Nur zusammen sind wir Fastelavond. Wenn Kölle und der Rest der Welt und jeder jetzt zusammenhält, dann kriege mir dazu ja hin, selbst ob Distanz uns Nord zu sinn. Dazu gehört auch zu akzeptiere, drup zu verzichte, kräftig zu viere. Sich wat dat anbelangt, en Paus zu jünne, nächstes Jahr wieder viere zu können. Bis dahin dreht he jeder Fetz, de Fastelavond, de fin singem Hetz. Deit ihm da, wie Pflänzje bejieße und löd im nächstes Jahr wieder sprieße. Mir verspreche ich, dann jedet he rund, et jed Wigger und dann schlägt uns Stund. Über Kölle geht die Sonne wieder op und dann sind wir all zusammen jo drupp. Ma viere et Leve, hück oder nie, singe, dat is Heimat und Lev Marie. Super geile Zick und auch ob dem Mat, solang die Lichter noch brenne, sind mir parat. Dann schlage ma kräftig die dicke Trumm, sind Radadoll zu Chingderasabum und sage der ganze Vire Bayage, tschö, mach dich forte und leggen's am Arsch. Pass Jodo Busch up und blit all gesund. Und sit euch gewiss, se kütt wieder de Stund, wo et Trömmelche bei uns wieder geht. Dat wird passiere, solang der Dom steht. Wir drei sind jetzt fort, hör mit dem Klav von Hetze Gesundheit und Kölle Alarm. So, liebes Dreigestirn, wir bedanken uns natürlich bei euch für euer Kommen. Es schneit ein bisschen, ich hoffe, ihr kommt noch zu den Terminen, die ihr noch habt. Wir bedanken uns natürlich auch beim Prinzenführer Markus Heller. Danke schon dafür, dass ihr sie hier hingebracht habt.
Jetzt überlegen wir natürlich immer, was könnte man euch Jodes tun, weil ihr sammelt für einen Jodezweck, nämlich für die Traube, für die Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen. Und wir machen auch jetzt für die Bands, nämlich für Zartbitter und für das Kinderkrankenhaus Porz. So ist ja eigentlich Blödsinn, wenn wir unser Geld ausgeben, ne? Oder umgekehrt. Deswegen haben wir also einmal, hier vorne könnt ihr euch gleich mitnehmen, für jeden einen Kuchen von meiner lieben Frau Uschi gebacken. Dahinter ist noch ein kleines Fläschchen, sehr leckerer Likör, den wir auch selber gemacht haben. Also wir machen praktisch alles selber, so ungefähr. Und dann haben wir noch natürlich was ganz Tolles, und zwar unser Kürbis. Kürbis, wie ist das? Bringst du Muscheln oder was haben wir heute? Ich habe doch gesagt, Bier für daheim. Ach so, wir haben Bier. Bier. Brauhaus ist ja so. Und zwar das Fässchen haben wir seit 2-3 Jahren, machen wir das, versteigern wir das als Unikat in Köln. Ich dürfte das hier sonst nicht. Ihr unterschreibt gleich bitte da drauf. Und dann versteigern wir das, damit wir noch jetzt für den guten Zweck reinkommen. Aber ihr versteigert ja auch etwas. Und ich habe im Fundus noch etwas gefunden, und zwar eine Rosenmontagszug-Zeitung. Das ist ein Nachdruck vom Rosenmontag 1913, vom Rosenmontagszug 1913. Vielleicht bringt es ja in eurer Auktion etwas für eure Traube, damit ihr auch da jetzt Nüsselere rennen könnt. Das nehmt ihr gleich mit. Vielen, vielen Dank dafür. Gut, wir bedanken uns bei unserem Kölner Dreigestirn mit von Hetze dreimal Kölle! 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 So, nächstes Jahr mit ca. 250 Leuten hier drin, warm bis zum geht nicht mehr, ist ganz egal, aber eine super Stimmung, und wir hoffen, dann sehen wir uns wieder. Dankeschön, tschüss zusammen. Vielen Dank. Dankeschön und noch ein dreimal von Hetze Kölle! Alaf, Kölle! Alaf, Kölle! Alaf! Dankeschön und viel Spaß noch in der bescheuerten Corona-Session. Ja, natürlich machen wir weiter. So, es geht weiter, und zwar mit einer Gruppe bei uns aus dem Kreis Rheinischer Karnevalisten. Die Domstadtbande haben 2 wunderschöne Titel aufgenommen, und die hören wir jetzt. Spring, Tanz und der Sommer. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir sind die Domstadtbande, und wir haben diese schwierigen Zeiten genutzt, um ein paar neue Lieder für euch mitzubringen, zu spielen, vorzubereiten. Damit möchten wir heute anfangen, und passend zur Jahreszeit für euch heute Sommer. Jank mit mir los, ich zeig dir ja die Straße und lur dich um. Hey, jedes Felsen sind, noch ist es leer. Gleich ist es voll mit Menschen, das du nicht lang, du wirst schon sehen. Der schöne Fluss, der wenn's im Sonne scheint, durch unser hin. Und unsere Alflaniere, die große Kirche, die schwebt hier über allem. Und es sieht aus, als war's so poppen durch jeden Viele. Hey, komm, das ist unsere, hey, komm, das ist unsere, hey, komm, das ist unsere da. Hey, komm, das ist unsere, hey, komm, das ist unsere, hey.
Kölsch, das jedes Tee am Bildschirm, die Parks sind voll. Und all sind da im Grillen, als tote Menschen. Kannst du die Finger so ab der Buch und Handy an, so jed hüt chillen. Hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere da. Hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere da. Es ist Sommer in der Stadt. Ne Sommerdach in meiner Herzenstadt, ne Sommerdach, hey an dem schönen Fleck, hey komm ich her und hier bin ich geboren, das ist hier voll. Und hier will ich ganz bestimmt nicht fort. Hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere da. Hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere da. Hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere da. Hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere, hey komm, das ist unsere da. Es ist Sommer in der Stadt. Ja, die Marie. Und manchmal lernt man die Marie hinter der Theke kennen. Es gibt aber auch diese Abende, wo man nicht so genau weiß, was man eigentlich heute mit sich anfangen möchte. Und man lässt sich dann von ein paar guten Freunden überreden. Niemand von uns ist das jemals passiert. Und geht dann in die Lokalität seiner Wahl. Es kann auch ein Club sein. Und da passieren komische Dinge. Davon handelt unser nächstes Lied. Spring, Tanz. Ich wirklich mit dir schon wieder an der Theke umstanden, nee, da han ich schon keine Lust mehr drauf. Doch im letzten Augenblick nahmen sie mich doch noch mit, ja. Dann durch Mats hat jetzt gut und dann könnt einfach auf mich zu. Gib mir Hand und ruf mir zu. Mich hab zu dem Beat, so als wenn kein neuer Hit. Nee, da han ich schon kein Lust mehr drauf. Plötzlich sing ich Dinge Blick und er wird mich ganz verrückt, ja. Dann durch Mats hat jetzt gut und dann könnt einfach auf mich zu. Gib mir Hand und ruf mir zu. Spring, tanz, lass mal hey zusammen fliegen. Mit lang lamentieren, zusammen hey mit dir. Spring, tanz, lass mal hey zusammen fliegen. Wer das Herz verlieren, du kannst doch bis zu mir. Wie noch nie zuvor und ich schwöre, führe mir, ja, jetzt brennt der Junge wie ein Katz. Bin schon völlig irritiert und gespannt, was noch passiert, ja. Dann Dore Mats hat jetzt gehört und dann könnt einfach auf mich zu. Griff in Hand und ruf mir zu. Spring, tanz, lass mal hey zusammen feiern, mit lamentieren, zusammen hey mit dir. Spring, tanz, lass mal hey zusammen feiern. Lass mal hey zusammen feiern, nicht lang lamentieren, zusammen hey mit dir. Spring, tanz, lass mal hey zusammen feiern, nicht jetzt verlieren, knallt doch bis zu mir. Und dann könnt einfach auf mich zu, gib mir Hand und ruf mir zu. Spring, tanz, lass mal hey zusammen feiern, nicht lang lamentieren, zusammen hey mit dir. Spring, tanz, lass mal hey zusammen feiern, nicht das Herz
Ich musste erst die Maske ausziehen. Ja, liebe Freunde, das war die Domstadtbande mit Springdanz und mit Sommer. Wir bedanken uns mit dreimal Kölle! 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 So, und der Tim, der fängt jetzt mal ein, was wir also für Freunde, was wir für tolle Fotos geschickt kriegen. Ihr seht es selbst, der Hund, der ist mit dabei. Und dahinter steht das Fässchen, was jetzt vom Dreigestirn signiert worden ist, für das ihr steigern könnt. Nicht nur für das Fässchen, sondern auch für den Orden von der Domputzer und 2 Karten für die Mädchensitzung. Außerdem sammeln wir natürlich Spenden für den guten Zweck. Das Spendenkonto könnt ihr hier sehen, es wird aber auch immer mal eingeblendet. Und es gibt auf Facebook auch einen Spendenknopf, da könnt ihr auch spenden. Also die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Es geht wieder, wir haben ein wunderschönes Video von einer Gruppe, die auch recht neu im Kölschen Fastelovend ist, die schon mal hier gewesen sind, und zwar die Gruppe Charmeur mit dem wunderschönen Titel Ming Stadt. Gut, ich bin dabei. Alles klar, wunderbar. Gut, wir haben jetzt ein kleines Technikproblem, aber das ist ja der Unterschied zu Jack-Stream oder zu den ganzen Stream-Geschichten. Wir sind ja live hier bei euch und deswegen kann das auch passieren, das ist ja auch kein Thema. Es war kein Ton dabei. Jetzt frage ich an den lieben Stefan, sollen wir das nächste machen? Sollen wir Harry und Achim machen oder machen wir Charmeur? Gut. Alles gut, dann gucken wir, ob wir den Ton hinkriegen und empfangen zwei Freunde, die auch immer dabei sind. Empfangen Sie mal, genau. Die Freunde von Kölsch Sound natürlich auch, klar. Ne, 2 Jungs, die immer für uns da sind, Harry und Achim. Ja? Ich sage dir ganz frei raus, den Kleinwagen habe ich meiner Frau gekauft, damit kann die hervorragend durch die Stadt flitzen. Das Gerät und flitzen. Die fährt so langsam, der Klatschen, die fliegen auf die Heckscheibe. Die wird nicht geblitzt. Die wird nicht geblitzt. Die wird gemacht. Freunde, die fährt bewusst langsam Auto, um CO2 zu sparen. Das kannst du auch. Was? Einfach mal die Fresse halten. Hör doch mal auf damit, ja? Ich meine, die lachen drüber, aber wir stehen kurz vom Klimakollaps. Was? Der Klimawandel, mein Freund, der ist da. Was, wo? Scheiße, Davon will ich nicht. Ihr Lieben, wir müssen uns alle ein bisschen an das Pariser Abkommen halten. Pariser Abkommen, ja. Wenn die Eltern von diesem Donald Trump sich damals an das Pariser Abkommen gehalten hätten, dass Sie darüber lachen, ja? Wir stehen kurz vor einer Klimakatastrophe. Ich sage Ihnen, das Zauberwort heißt Kohleausstieg. Kohleausstieg ist ein alter Hut. Was? Macht meine Sparkasse mit mir seit 2 Jahren. Verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Du bist schmunzend doof. Hör doch auf damit. Er hat nur ein kleines Abitur. Was? 3 Jahre Grundschule, eine Landstunde und Seepferdchen. Ich kann Sie auch sehen, wissen Sie noch, ja? Ich meine ganz ehrlich, aus mir ist doch was geworden. Und ganz schön viel. Ja, dann guck doch allein der Anzug hier. Ja, der ist hässlich. Was? Gleich und gleich gesellt sich gern. Den gleichen Anzug tragen übrigens Boris Johnson und Donald Trump.
den gleichen Anzug tragen Donald Trump und Boris Johnson. Ja, aber das erklärt es. Was erklärt? Dass der Arsch oben rauskommt. Wir werden noch alle älter. Du wirst doch auch älter, du hast dich doch auch verändert. Ja, mir geht's ja nicht schön. Ja, das hast du erzählt. Ich leide ja, diese Kugel, ich leide unter Kompression. Was? Ich hab ja Kompressionen, da sitze ich stundenlang homöopathisch auf der Couch. Ja. Jetzt infiziere mich für nichts. Jetzt wollte ich mich mediterran behandeln lassen. Da denke ich, gehst du besser zum Psychopathen. Und der sagt, ich hätte Laktoseintoleranz. Du hast Laktoseintoleranz. Was hab ich? Flatulenz. Nee, das hab ich nicht. Das ist ja bei uns keiner, das wird ja schlecht. Ich muss blähen, der ganze. Hör auf! Auch hinter dem Schuss. Hör auf jetzt! Du leidest also unter schleichenden Winden. Nicht. Ich nicht. Aber die Leute um mich herum, ne? Und der Geruch ist ja nicht so schlimm. Was? Ist ja das Brennen in der Augen. Schau auf damit jetzt! Und weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Nee, doch, weißt du, was doof ist? Du. Weißt du, was mir tierisch auf den Sack geht? Ja, die ganze Hetze von dem braunen Pack im Internet. Jo, der Tschetwiger, das waren unsere Freunde von Harry und Achim. Wir bedanken uns mit dreimal von Hetze Kölle! Kölle! Harry und Achim! Allah! Dankeschön! So, und der Tschetwiger, wir haben eben das Problem gehabt mit dem Charmeur-Video, wolle ja da kein Ton dabei, keine Ahnung, aber kann passieren. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Ton dabei, und zwar unseren Freund Willi Mölders alias ne Spitzbuf, der uns jetzt live etwas in den Saal reindeuen will. Bitte schön, Willi. Sehr, sehr gerne, ihr Lieben. Ihr wisst ja, wir Musiker sind sehr zurückhaltend und schüchtern. Warum lacht ihr? Das ist wahr. Also weißt du, wie lange das gedauert hat, bis ich die Frau fürs Leben gefunden habe? Aber ich habe sie gefunden. Und zwar, ihr rät nicht wahr, ob der Venloer Straße in Ihrefeld, und zwar bei Merzenich. Ich war in dem Laden und ich kann euch sagen, leckerste Deelchen, was die da hatten, das war das Mädchen hinter der Theke. Und ich kann euch sagen, was brauche ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ihr einen Ruß in Köln habt? Ming Prinzessin von Ihrefeld. Ich dachte schon, ich blieb ewig allein, keine Frau will mich je haben. Ich hab mich mal all dran gewöhnt, weil man doch nichts dran ändern kann. Doch eines, das auf der Venloer Straße, da fing ich mir zwischen Brötchen und Baguette. Und das leckerste Mädchen hinter der Theke. Was wo ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln hab. Ein Mädchen, das mir gefällt, die Prinzessin von Ihrefeld. Was wo ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln hab. Ich geb da ne Tipp, das ist doch verrückt. Immer dann, wenn man nicht mehr dran glaubt, dann fängt das Seele. Jede Morgen, Jonny sprach zu ihr, trink ne Kaffee und lose ein. Wie schön sie all die Deelchen zertät, so zart und filigran. Ich dachte, du musst dich trauen und sprach es einfach an. Sich dem sind wir zwei glücklich und an die Liebe
da glaub ich jetzt dran. Wat wo ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln han. Ein Mädchen hat mir gefällt, die Prinzessin von Ihrefeld. Wat wo ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln han. Ich geb da ne Tipp, das ist doch verrückt. Immer dann, wenn man nicht mehr dran glaubt, dann fängt man sie Glück. Ja, jetzt gut, pass auf, pass auf. Auch wenn sie jeden Tag mich als eine Mann anpackt, das ist nicht schlimm. Das sind nämlich Schweckmänner, Amerikaner oder Berliner. Ich bin für sie der einzige Mann, der sie nicht gebacken hat. So eine richtige Kerl, ne? Hey, nur, zum Mitbuch, ne? Ist doch viel schöner. Wir singen auf Holländisch. La, 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 la. Wat wo ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln han. Ein Mädchen hat mir gefällt, die Prinzessin von Ihrefeld. Wat wo ich Tulpen aus Amsterdam, wenn ich ein Hus in Köln han. Ich geb da ne Tipp, das ist doch verrückt. Immer dann, wenn man nicht mehr dran glaubt, dann fängt man sie Glück. Ich geb da ne Tipp, das ist doch verrückt. Immer dann, wenn man nicht mehr dran glaubt, dann fängt man sie Glück. Meine Herren, ich bedanke mich für diesen regen Aufmarsch hinter mir. Bewegungstalente, wie wir sie noch nie erlebt haben. Vielen Dank, Gerhard, vielen Dank. Herrlich, bitte applaudieren Sie jetzt. Ja, wunderbar. Ja, ist schon ein Highlight, oder? 2 Highlights in Corona. Gestern die Winter FC in Gladbach und Hück haben wir Benefits vom KRK. Mir kann man ähnlich nicht wollen. Ne? Und das, was? Ja, Gladbach war einfacher als jetzt hier ein Benefizkonzert. Da hast du vollkommen recht, sehe ich auch so. Und eins kann ich sagen, egal wie schlimm das im Moment ist, es ja für uns, ja, keine rund, hier aus Köln fortzujagen. Und das jede so, musikalisch. Es hilft keine Grund, hier jemals fortzujagen. Es hilft keine Grund, dat jemals uns so dumm. Wir blieben hier, denn hier sind wir zu Hus. Weil die Stadt, die Sprach, die Menschen, die Freud und noch das Krieche für uns da die Heimat ist. 1000 Lieder, jedes schon, hier von uns am Ring. Jodelaute Schlechte mit viel Dom und Sonne-Sching. Dat wir hier auch bekloppt sind, das wissen wir schon lang. Und wir wissen auch, was wir am Klügel haben. Jode Zigge, schlechte Zigge, kennen wir jedes. Wir nehmen einfach alles, wie es ist. Es hilft keine Grund, hier jemals fortzujagen. Es hilft keine Grund, dat jemals uns zu dumm. Wir blieben hier, denn hier sind wir zu Hus. Weil die Stadt, die Sprach, die Menschen, die Freud und auch das Grieche für uns danach die Heimat ist.
Viere uns sie selber jen und singen alles schön. Das ist nicht immer ehrlich, doch manchmal halt bequem. Wir haben die schönste Stadt der Welt, das schreien wir Russ. Und jede Fremde fühlt sich zu Hus. Mit Röme und See alles bunt, ist auch manches Stress. Wir nehmen einfach alles wie es ist. Es gibt keine Grund, hier jemals von zu jung. Es gibt keine Grund, das jemals uns zu dumm. Wir blieben hier, denn hier sind wir zu Hus. Weil die Stadt, die Sprache, die Menschen, die Freud und eure Grieche für uns da dann die Heimat ist. Fastelovend, Milovic, Fortuna und FC, Blutwurst, Kölsch und Hennessy und der KIC. Henkel, Menschen, Jürze nicht, Nümat oder Dom. Und jede Brück, die ist kaputt, wo jedes das uns schon. Es gibt keine Grund, hier jemals fortzujung. Es gibt keine Grund, das jemals uns zu dumm. Es gibt keine Grund, hier jemals fortzujung. Es gibt keine Grund, das jemals uns zu dumm. Wir blieben hier, denn hier sind wir zu Hus. Weil die Stadt, die Sprache, die Menschen, die Freud und eure Grieche für uns da die Heimat ist. Weil die Stadt, die Sprache, die Menschen, die Freud und eure Grieche für uns da die Heimat ist. Ja, für uns da die Heimat ist. Vielen Dank. Hey! Vielen Dank. Mädels kommt rein, wunderbar. Das Schöne ist, es gibt ja Situationen im Jahr, wo man gerne auch mal ein paar Tage auf den Kölner Dom verzichten kann. Meistens dauert das nur 3-4 Tage, dann könnt ihr Heimweh. Und dieses Heimweh habe ich so ein besonderes Mittel, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Nämlich ich nehme mit eine kleine Stein vom Kölner Dom und ein Steinchen aus dem Ring. Und genauso ist auch das Lied. Ein Steinchen vom Dom. Jetzt könnt ihr euch so rechts und links auf Armlänge Abstand. Jeder? Ja, genau so. Oder mit dem Schal. Jede Kölsche hängt an der Heimat, am Lache der Minche und an uns Muttersprach, an faste Leer der Kölsche Leder, dem Klave im Fädel, auch da Henkel dran. Doch wenn es fort muss, verlies man es nie. Das all nimmt man mit und ich noch viel nie. Ein Steinchen vom Dom und eins aus dem Ring, die han ich dabei, wo immer ich bin. Ein Steinchen vom Dom und das aus dem Ring. So fühl ich mich Köln, egal wo ich bin. Wir Kölsche
an uns eine Art. Bei uns hätt der Herr J. an der Freund nicht gespart. So sind wir geboren und so wollen wir sind. Und darum gehören wir auch hier an der Ring. Und wenn du ins Fort musst, vergiss man es nie. Das all nimmt man mit und dich noch viel mehr. Ein Steinchen von Dorn und ein so ein Ring, die han ich dabei, wo immer ich bin. Ein Steinchen von Dorn so groß und ein so ein Ring, so fühl ich mich Kölle, egal wo ich bin. Und wenn du ins Fort musst, vergiss man es nie. All das nimmt man mit und dich noch viel, viel wie. Ein Schähnchen vom Dorn und ein so ein Ring, die han ich dabei, wo immer ich bin. Ein Schähnchen vom Dorn und das aus dem Ring, so fühl ich mich Kölle, egal wo ich bin. So fühl ich mich Kölle, egal wo ich bin. Jetzt! Ja! Dankeschön! Dankeschön! Ich meine, man freut sich. Ja, ist ja gut. Ich habe ja noch einen. Moment. Das Schöne ist ja ganz einfach, man freut sich ja immer an die Musiker, jedes Jahr die neue Lieder her. Ne? Bei dem nächsten Lied weiß ich genau. Vor 4 Jahren waren wir in Kroatien im Urlaub. Und da saßen wir abends so richtig schön am Wasser und da lief ein Lied. Kroatisch, ich hatte kein Wort verstanden, aber die Melodie war schön. Habe ich gedacht, nimm das uns ab, wenn du nach Köln küsst, kannst du wieder einen schönen Text drucken. Was passiert typisch? Wie viele Bilder mäßt im Urlaub? Jede Menge. Und meistens kannst du die Hälfte von fortschmeißen anschließen. Genau das habe ich auch getan. Weißt du, was ich auch Wort geschmissen habe? Die Melodie von dem Lied. Jetzt kommt jetzt ganz Verrücktes. Im letzten Jahr fährt eine liebe Kollegin, die Renate Fuchs, nach Kroatien. Was hört die? Genau dasselbe Lied. Gibt die dem Micky Brühl und sagt, Micky, ist das nicht ein schönes Lied? Kannst du da nicht schön ein bisschen eine schöne kölsche Text drauf machen? Was mir hat der Micky? Ein wunderschönes Liedchen drauf. Ich habe das erste Mal gehört, hat Tränen in den Ohren, hat der Micky angerufen und gesagt, Mann, hätte ich das gerne gemacht. Was sagt der zu mir? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und das Lied hat er bestimmt all schon über das wunderschöne Liedchen. Und das ist ganz einfach viel zu schön. Noch ein bisschen zum Schunkeln. Schön, ne? Fängt schon schön an, ne? Pass auf. Was doch passiert, bei uns auf Erde, was aus uns weht, dat wieder mir schon sind. Doch was passiert, steht nicht nur in de Sterne. Was aus uns weht, steckt selber in uns drin. Keiner, der weiß, wie lang wir ob der Erd sind. Denk nicht so oft, was all noch kommen mag. Denn solang ich noch am Leben bin, freu ich mich noch ob jede neue Tag. Viel zu schön ist es doch hier auf Erde. Viel zu schön kann das Leben hier sein.
Denn jede Tag ist morgen wieder neu. Und sick, die ist doch viel zu schnell vorbei. Ist herrlich, wenn der ganze Saal schunkelt, sich in Gedanken in den Armen liegt. Ne, ist das nicht schön, Helmut? Was ja, erster Schunkler vor dem Herrn, ich seh's. Wenn irgendwann das Level doch uns vorbei ist, hast du bestimmt auch manches falsch gemacht. Wenn du beim Herrgott angekommen bist, hätt dir das Leben doch viel Freude gebracht. Viel zu schön ist es doch hier auf Erde. Viel zu schön kann das Leben hier sein. Denn jede Tag ist morgen wieder neu. Und sick, die ist doch viel zu schnell vorbei. Viel zu schön ist es doch hier auf Erde. Viel zu schön kann das Leben hier sein. Denn jede Tag ist morgen wieder neu. Und sick, die ist doch viel zu schnell vorbei. Denn jede Tag ist morgen wieder neu. Und sick, die ist doch viel zu schnell vorbei. Und sick, die ist doch viel zu schnell vorbei. Vielen Dank. Viel zu schön, hat er gesungen. Viel zu schön ist eigentlich auch, dass du hier bei uns gewesen bist, den guten Zweck unterstützt hast. Und bei dem guten Zweck, du bist ja noch einen Augenblick da, wir müssen ja immer Leute für das Bild haben, schöne Leute fürs Bild haben. Kommt da noch einer? Nochmal, wir bedanken uns bei der Firma Metro für die Fässchen. Du kriegst jetzt gleich auch eins, aber bitte erst zu Hause trinken, also nicht jetzt unterwegs. Der Axel hat seine schönen Kölschgläser dazu gespendet. Und dann kommt jetzt was ganz Dolles, und zwar die Studenten hier die Technik machen, die sollten eigentlich für die Klassenkasse kriegen. Und die haben gesagt, wir wollen das nicht, wir spenden dieses Geld für den guten Zweck. Und dafür ein ganz, ganz dickes Dankeschön mit dreimal Kölle! 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 Das war wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das hat uns gefallen und wir werden das gut anlegen. Spendenkonto könnt ihr hier sehen, wird unten immer eingeblendet. Ihr könnt spenden auf YouTube, nicht auf YouTube, auf Facebook. Und wir haben ganz liebe Grüße von allen möglichen Richtungen, unter anderem auch von unserem Otto, der sonst immer der Haushof-Kapellmeister, Hinterhof-Kapellmeister ist, der uns immer begleitet. Der hat auch geschrieben, dass es schön ist. Eben haben wir gehört, wie es 3 Stunden rausgegangen ist, hätte Jojen Scheid auf und vom 13. Stock Köller Allah für Rufe. Also ich denke mir, es macht alle Lüg viel, viel Spaß. Dir, lieber Willi, vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns bei dem Willi mit dreimal Kölle! Kölle! Willi Melders! Dankeschön und komm bei dem Drisswetter gut weiter. Dankeschön. Der Axel kommt jetzt noch rein mit den Muscheln, oder wie war das? Haben wir heute Muscheln, Axel? Ne, wir haben keine Muscheln heute. Ne? So, wunderbar. Dann haben wir jetzt etwas ganz Besonderes und da sind wir auch stolz drauf. Und zwar unsere Tanzgruppen, habe ich eben schon mal gesagt, dass wir die ja auch heute präsentieren können. Und zwar, weil das ganze Jahr
digital und über das Netz geht. Deswegen können wir die präsentieren. Und jetzt haben wir unsere Tanzgruppe, die echte Freunde, die Jugendtanzgruppe der Griesberger und die Domputzer. Bitteschön. Setzt du machet Jutz und mir hüg nach, blieb noch so viel Musik in mir wach. Was soll ich machen, denn du bringst mich jetzt zum Lachen. Ich hätt nie gedacht, dass das passiert, dass es dir genauso wie man geht. Im Dinge Ohren, da han ich mich jetzt verloren. Ja, das ist oh, 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 oh. Ja, das waren unsere 3 Tanzgruppen und ich denke mir, alle Tanzgruppen in Köln, die fiebern eigentlich der nächsten Saison entgegen, wo sie wieder vernünftig und schön tanzen können. Die trainieren all, wir haben sie gesehen, dass sie draußen trainieren, alleine trainieren und dafür, dass wir ihnen dies im nächsten Jahr wieder gönnen, sagen wir 3-mal von Hetze, Kölle! Alle Tanzgruppen, Kölle! So, wunderschön. Wir haben jetzt als nächstes nochmal einen Live-Auftritt. So ein paar Sachen dürfen wir ja machen bei dieser ganzen digitalen Sitzung. Und das ist ein Mann, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Der hat gesagt, ich komme auch als Redner ohne Publikum zu euch. Wir machen das schon zusammen. Aber lieber Jörg, die 30.000 Leute werden dich jetzt empfangen. Jörg Runge, eine Tuppes vom Land. Bitteschön. So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier ist der Tuppes mit Phil Kölsch im Klav. Fastelavond zusammen und Kölle. Alaf. Ja, was soll ich euch sagen? Ich kann es noch nicht fassen. Ich will ja nicht lästern, doch kann ich es nicht lassen. Denn es war einfach zu erquickend und labend, das große Wunder von gestern Abend. Da hat nämlich ganz unbenommen der FC Köln gegen Gladbach gewonnen. Seitdem sind wir high und haben wieder Kraft für den großen Traum von der Meisterschaft. Von uns aus könnte man, uns wird's nicht verdrießen, die Bundesliga-Saison jetzt beschließen. Dann bereiten wir uns nach diesem Sieg in Ruhe vor auf die Champions League.
Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, denn das hier, ich find's astrein, ist sozusagen die letzte Bastion einer halbwegs normalen Session. Wir dürfen nicht tanzen, wir dürfen nicht schunkeln und keinen Bützen, auch nicht im Dunkeln, dürfen einander die Hände nicht geben, doch was wir dürfen, das nennt sich Leben. Und bevor sich jetzt wieder einer beschwert, ich finde Leben ja nicht so verkehrt, nehme dafür gern manches in Kauf und guck deshalb mit der Einstellung drauf, dass der karnevalistische Sitzungstrend in diesem Jahr anders ist, als man es kennt. Das ist zwar nicht schön, doch ich sag's ohne Groll, es findet was statt und das finde ich toll. Ein kleines Stückchen Normalität, karnevalistische Aktivität, das ist einfach schön und tut einfach gut und macht nebenbei sogar auch noch Mut. Und den braucht es auch, um was zu wagen, statt zu verzweifeln und zu verzagen. Denn eins ist klar, es darf alles passieren, aber nicht, dass wir den Humor verlieren. Außerdem dachte ich, so muss ich gestehen, ihr wolltet auch gern mal was anderes sehen, als wochenlang nur jeden Tag Drosten, Spahn und Lauterbach. Unser Dreigestirn der Virologie ist ja so omnipräsent irgendwie. Das hat man bis dato hier in dem Land ja nur von Helene Fischer gekannt. Und da meinte man schon von früh bis spät, dass die einem auf den Nerv gehen tät. Doch die Empfindung, ich sage es ganz offen, hat Lauterbachs Karl noch mal weit übertroffen. Auch wurde so manchen im letzten Jahr klar, als manch Künstler wurde finanziell ruiniert, dass hier das Land der Dichter und Denker mal war und Politik, Kultur einen Scheiß interessiert. Stattdessen setzte ganz galant Andreas Scheuer viel Geld in den Sand für eine Mautidee, die ihm nichts hat genützt. Davon hätte man besser Kultur unterstützt. Dann wäre manch Künstler jetzt nicht in den Miesen oder sogar auf Hartz IV angewiesen. Doch leider hatte Kultur irgendwie nicht die Lobby der Automobilindustrie. Bankrott ist auch der Flugverkehr. Ja, da ist es schon ironisch sehr, dass viele Jahre nach Ablauf der Frist der Berliner Flughafen fertig ist. Doch hieß es nach einer ersten Beschau, es handele sich um Fusch am Bau. Denn als man das Band in den Terminalhallen durchtrennte, ist eins schon zusammengefallen. Vermutlich hatte auch hier viel zu viel der Andi Scheuer der Finger im Spiel. Der ist so kompetent, jetzt mal ganz im Vertrauen, der wird auch bei einer Glastür durchs Schlüsselloch schauen. Ja, und das ist scheinbar eine große Tendenz, dass die Fähigkeit zur Intelligenz, völlig egal wie man das auch findet, zunehmend aus unserer Gesellschaft verschwindet. Ich habe nämlich den Eindruck sehr, Bekloppte werden immer mehr und dafür ist ganz ohne Scheiß Michael Wendler der beste Beweis. Und wenn wieder mal so ein Idiot mit einem IQ von Knäckebrot sich da was zusammendichtet, Bill Gates hätte es schon eingerichtet, die Weltherrschaft an sich zu reißen, um uns zu chippen und zu bescheißen, da denke ich mir immer, ich glaube, es hackt, wer hat euch eigentlich ins Gehirn reingekackt? Für all die Spinner, die gerne probieren, zu moppern, zu stänkern und zu provozieren, für all die habe ich, so wahr ich hier stehe,
die ultimative Lösungsidee. Man munkelt, die NASA fliegt bald zum Mars und all die Leugner von Covid und SARS, Querulanten, Idioten und Populisten, bitte tragt euch schon mal ein in die Listen, dann kriegt ihr ein Ticket und fliegt mit ins All, denn Leute wie ihr mit so einem Knall, die nur darauf aus sind, die Menschheit zu spalten, wird man hier nicht vermissen und nicht länger halten. Macht euch auf zum Mars, findet da euer Glück, aber bitte versprecht uns, kommt nicht mehr zurück, damit hier mal wieder Ruhe einkehrt und sich euer Blödsinn nicht weiter vermehrt. Ja, in dieser Session, so muss man es sehen, werden viele neue Dinge entstehen. Bei manchen Vereinen, da läuft punktuell die Prunksitzung schon im Netz, virtuell. Das ist quasi in so einem Fall wie Homeoffice für Karneval. Nur das mit dem Prunk, das klappt noch nicht ganz. Joggingboots vom Laptop hat wenig Glanz. Und doch, glaube ich ja unbenommen, sind Online-Formate ganz schwer im Kommen. Die sind modern und noch zudem einfach auch unfassbar bequem. Ja, du musst mit dem Auto oder Bahn nicht erst in die Innenstadt fahren, da vor roten Ampeln fluchen und nach einem Parkplatz suchen. Brauchst nicht mehr zu fragen, statt wer von euch die Karten hat und auch nicht grübeln, ob gewiss zu Hause auch der Herd aus ist. Musst nicht nach dem Kellner winken, keine sauren Weine trinken, bei den Preisen in den Hallen nicht vor Schreck in Ohnmacht fallen. Musst nicht den ganzen Abend strahlen, nix für Garderobe zahlen, auch nicht frieren oder schwitzen und auf harten Stühlen sitzen, auch nicht auf dieselben steigen und dann deine Händchen zeigen, wenn wieder mal eine Band geschwind den Saal fragt, wo die Hände sind. Kannst in Ruhe dein Bierchen schlabbern und Chips aus der Tüte knabbern. Und wenn nervende Nachbartische dich stören, sogar lauter drehen, um einen Redner zu hören. Das gibt doch was ne Seltenheit, dem Publikum Gelegenheit, nach sehr langer Zeit genau genommen, vom Programm endlich mal was mitzubekommen. Der einzige Nachteil ist doch, dass man bei der Aftershow-Party nicht flirten kann und stattdessen zu Hause, das ist dann der Driss, mit dem arbeiten muss, was da vorrätig ist. Und beim Herrensitzungs-Online-Format gibt es als Kaufanreiz, das finde ich probat, ein Kasten Bier für zu Hause noch dabei und et Nummerngirl als Download-Datei. Und am Schluss der Sitzung schätzt jeder Mann, dass er da, wo er liegt, schon bleiben kann. Denn das Motto der Session lautet insgeheim: gefeiert, gesoffen und gekotzt wird daheim. Auch gegessen wird wieder viel mehr daheim. Das merke ich auf Facebook, dadurch schon allein, dass mir viele morgens mit dem Kaffee zu prosten und tagsüber sämtliche Mahlzeiten posten. Ich warte auf den Tag, wo es wer übertreibt und unter sein Bild auf Facebook dann schreibt: Guten Morgen, Freunde, es hat geklappt, ich habe heute früh schon Stuhlgang gehabt. Ja, da ist es mir schon lieber bisweilen, wenn sie dann nur ihre Mahlzeiten teilen, auch wenn das mit dem Essen gewiss eine ganz komplizierte Sache heute ist. Bis vor ein paar Jahren habe ich es noch gemocht, Leute einzuladen und habe die bekocht. Ja, das mache ich inzwischen gar nicht mehr. Mir ist das mit dem Essen zu schwer. Der Erste achtet auf seine Figur. Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Der Zweite mag keine scharfen Gewürze,
von wegen Sodbrennen und schlimmer Fürze. Der dritte isst nur noch Gemüse konstant und ist zudem laktoseintolerant. Der vierte isst alles, nur keinen Fisch. Der fünfte hat kein Benehmen am Tisch. Der sechste, der kriegt irgendwie von irgendwas eine Allergie, hat zudem einen empfindlichen Magen und kein Vertragen. Dem siebten, dem ist ja nichts recht und sagt, mir wird vom Spargel schlecht, weshalb er noch den Einwand bringt, dass davon so Pipi stinkt. Und der achte will Veganer sein und lutscht beim Raclette nur am Stein. Da bist du vom Essen allein schon frustriert und hast über Getränk noch nicht diskutiert. Ansonsten aber muss ich sagen, kann ich mich nicht groß beklagen. Nur dass ich manchmal gerade hin im Alltag so vergesslich bin. Kennt ihr das auch? Du machst dich auf die Sohlen, gehst in den Keller, um da was zu holen und dann stehst du im Keller und denkst dir nur, krass, jetzt wollte ich was holen und weiß nicht mehr, was. Oder hältst es vom Einkauf für angemessen, einen Zettel zu schreiben, um nichts zu vergessen und dann denkst du im Laden, das kann doch nicht sein, jetzt liegt der Zettel in der Küche daheim. Auch halte ich mich gern selbst auf Trab und stell mein Auto im Parkhaus ab, um beim Wiederkommen, welch eine Blamage, nicht mehr zu wissen, auf welcher Etage. Und letztens dachte ich, jetzt flippe ich aus, da wusste ich so gar nicht mehr, in welchem Haus. Und bin mit der Funkfernbedienung ungelogen durch 8 verschiedene Parkhäuser gezogen, in der Hoffnung, dass es irgendwo blinkt. Und was jetzt wirklich selten dämlich klingt, im Parkhaus Nummer 9, da wurde mir klar, dass ich mit der Straßenbahn gekommen war. Lefjecke, Vergesslichkeit kann lästig sein, doch ich denke, ihr stimmt überein. Im Fall des letzten Jahres wäre doch gerade vergessen zu dürfen eine ganz große Gnade. Mein Bedarf an Distanz ist bei allem Respekt, wie auch an Abstand zu halten, restlos gedeckt. Stattdessen möchte ich gern mal lieber einen warmen Händedruck spüren und andere umarmen. Gemeinsam mit anderen Menschen lachen, kölsche Lieder singen und Blödsinn machen, denn der Karneval hier bei uns am Rhein lebt davon, mit Menschen zusammen zu sein. Welch großes Geschenk das immer schon war, wurde uns in aller Deutlichkeit klar. Ich hoffe von Herzen, wir haben was kapiert und dass so ein Scheißdreck nie wieder passiert. Deshalb freue ich mich heute schon auf eine ganz normale Session. Auf lange Schlangen am Getränkestand und einen Rosenmontag am Straßenrand. Alles wird gut, daran glaube ich ganz fest. Wenn man die Hoffnung sich nicht nehmen lässt, dann werden wir diese Zeit überstehen und uns im Fastelavend wiedersehen. Ich bin jetzt fort und Ihren Oppebing im Klav. Bleibt gesund und fröhlich und Kölle Allah. Euer Topus vom Land. Ja, lieber Jörg, erstmal vielen, vielen Dank, dass du gesagt hast, mir ist das Jahr für den Jutenzweck, komme ich auch ohne Publikum. Wir hoffen, dass wir dich mit dem Einmarsch, den 30.000 Leuten und auch mit dem Duschen, haben wir dich ein bisschen unterstützt und ich denke mir, den Leuten draußen hätte das auch gut gefallen und ich glaube, die wissen das auch zu schätzen, dass auch dann eine Redner seid. Ich komme auch live dahin und mache das auch ohne Publikum. Dafür vielen, vielen Dank. Und, Sehr gerne. Aber wir hatten mal darüber gesprochen, dass du ja auch im letzten Jahr ein Lied aufgenommen hast. Ja. Und ich gucke gerade raus, das ist naja, nicht so ganz am Schneien, aber das ist Dresswetter. Und da würde dieses Lied uns ja vielleicht ein bisschen Wärme und Sommerfeeling bringen. Ich nehme an, ihr kennt das all. Er hat es denn auch ein schönes Video gemacht im Aqualand. Wie lange hast du jetzt freien Eintritt da?
Ich glaube auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit. Gut. Aber wir haben gesagt, das wollen wir heute noch hören. Und zwar, ich bin der Tuppes vom Aqualand. Bitteschön. Wunderbar, räumt das Wohnzimmer aus, die Koffer und alles beiseite, Sessel und Couch bei der Seite. Macht euch locker und macht euch nicht der Tuppes vom Aqualand, der Flipflop-Jupp vom Aqualand. Sonntagmorgen, ich bin am Jene. Los und finster, draussen ist es am Rähne. Und ich denk, ach nee, war denn nicht Riss. Die ganze Nacht hab ich geträumt von der Playa. Hier so stürmisch wie in der Biscaya. Ich weiß, was das Beste ist. Ich schnapp mir jetzt mein Taucherbrill, weil ich jetzt Hunger Palme will. Ich bin der Flipflop-Jupp vom Aqualand, der John Travolta vom Fühlinger Strand. Ich han so Jod wie keine Plan, doch ein super cooler Schwimmbootsahn. Ich bin der Flipflop-Jupp vom Aqualand, der Tuppesee am Beckenrand. Ne Kölsche Jung ist selten brav, vamos a la playa, Kölle Alarm. Mit der Flosse an der Föß stand ich in der Schlange für der Kass, gefüllt 100 Meter lang. Und ich denk, oh, war denn nicht Riss. An der Poolbar ich so ne Schussen im Tanga, sagt man, kennen wir uns nicht und bist du schon lang da? Ich weiß, was das Beste ist. Ich schenk dir jetzt mein Taucherbrill, weil ich jetzt Hunger Palme will. Ich bin der Flipflop-Jupp vom Aqualand, der John Travolta vom Fühlinger Strand. Ich han so Jod wie keine Plan, doch ein super cooler Schwimmbootsahn. Ich bin der Flipflop-Jupp vom Aqualand, der Tuppesee am Beckenrand. Ne Kölsche Jung ist selten brav, vamos a la playa, Kölle Alarm. Jetzt könnt ihr euch schön in der Hüfte locker machen hier. Kommt Sommerfeeling auf. Endspurt. Flutschig durch den Looping-Rutsch ist mein gute Schwimmbootswusch. Pudelrü, alles klar. Der Flipflop-Jupp steht ob FKK. Ich bin der Flipflop-Jupp vom Aqualand, der John Travolta vom Fühlinger Strand. Ich han so Jod wie keine Plan, doch ein super cooler Schwimmbootsahn. Ich bin der Flipflop-Jupp vom Aqualand, der Tuppesee am Beckenrand. Ne Kölsche Jung ist selten brav, vamos a la playa, Kölle Alarm. Liebe Grüße nach euch zu Hause, alles Liebe und Gute. Und nicht vergessen, Weiberfastnacht 20:15 Uhr, ZDF-Mädchensitzung gucken, leider ohne Mädchen. Und Rosenmontag im WDR, unseren schönen Umzug. Wir sind die einzige Stadt in Deutschland, die einen Rosenmontagszug hat. Und das ist ein Novum. Liebe Grüße, ich freue mich, euch bald wieder zu sehen hier in Mülheim. Euer Tuppes. Malet jo, tschüss zusammen. Wir bedanken uns bei den Tuppes mit dreimal von Hetze. Kölle! Kölle! Tuppes! Jetzt würde ich dir ja gerne ein Versprechen abbringen, aber ich weiß natürlich, ich muss erst mit der Agentur sprechen. Nächstes Jahr, weißt du, eine Woche vor Karneval sind wir wieder hier mit 250 Mann. Ich hatte schon einen Schreck gekriegt, habe gedacht, du wolltest sagen, ich würde dir jetzt gerne ein Bützchen geben. Wenn es passt und irgendwie terminlich geht, komme ich sehr gerne und hoffe, dass dann hier wieder ganz viele Menschen sitzen werden. Sehr gerne. Wunderbar. Dankeschön, lieber Jörg, und schöne Session. Ne? Dankeschön. Also der Willi Mölders hat eben gesagt, das Publikum wäre sehr gut, die hätten aufmerksam zugehört. Ja, kannst du hier brauchen, kannst du mitnehmen, ja. Gut. Der Köbes bringt heute keine Muscheln, sondern ein Fässchen und ein Glas von ihm als kleines Dankeschön dafür, dass du bei uns gewesen bist. Nein, ich schätze dich nicht. Dann die Maske an, genau. Musst du noch knutschen oder was? Verhüterli sind immer gut. Bitte schön, viel Spaß auf der Couch damit. Ne? Macht gut. Dankeschön. Tschüss, Jörg. Macht gut.
Ja, nur zusammen sind wir fastelovend, das ist das Motto dieses Jahr. Und nur zusammen kann man das auch machen, genau wie der Jörg auch gesagt hat. Ich komme als Redner auch hier hin, auch wenn ich kein Publikum habe. Nur zusammen hat auch schon einer ein Gebot abgegeben für den Orden und für die 2 Karten für die Mädchensitzung. Unser lieber Freund Willi Koch hat 75 € geboten. Und ich denke mir mal, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer für den Orden und die 2 Karten. Das heißt also, alle ihr da draußen, wenn ihr meint, ihr wolltet mehr dafür bieten, ist das natürlich kein Thema. Heute Abend ist Ende. Man kann auch nicht sich beim Festkomitee beschweren oder sonst irgendwo, sondern das entscheidet mir vom Kreis Rheinischer Karnevalisten. Spenden können natürlich auch noch, ist überhaupt kein Thema. Und nochmal Dankeschön an alle, die jetzt hier mitgemacht haben, an die Pens von dem Stefan. Sind alle deine, weiß ich. An die Jungs von Kölschraum, an der Helmut Zoch. Überhaupt an all, die uns jetzt Jodes gedon haben. So, wir haben jetzt ein schönes Video von einer Gruppe, die auch mal im Kreis, glaube ich, angefangen hat und die aber mittlerweile richtig gut dabei sind, haben uns ein Video mit 3 Liedern geschickt. Und zwar die Gruppe Kölschraum. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Kölschraum-Freunde. Tag zusammen. Ja, wir freuen uns, dass ihr an den Bildschirmen seid und wir wollen euch ein bisschen Alltag oder ein bisschen Normalität in den Alltag bringen und das geht mit keinem besseren Song als von Kopf bis Fuß ob Köln gestellt. Und auch da draußen dürft ihr natürlich mitsingen und mitklatschen. Auf geht's, fertig! Ich bin von Kopf bis Fuß ob Köln gestellt, eine schöne Groß aus der Stadt Miefeld. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt und selbst ist einzig auf der Welt. Ich bin ne Kölsche Junge, was willst du machen? Mit Meyers Ketchup find ich wunderschön, wunderschön. Und wenn es nicht ist jetzt bei uns im Roxy, ja da hören wir nur Kölsche Töne. Dreimal 0 ist noch mit Flug, komm trink doch eine mit. Hier bei uns im Frieden haben wir super geile Tee. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt, ne schöne Groß aus der Stadt Miefeld. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt und selbst alles einzig auf der Welt. Lief Marie, hast du mir am Rosenmontag die Rude Ruse auf den Hintern tätowiert? Scheiße, ja, wenn am Ring die Stelle tanze, dann wird hier die ganze Nacht gefeiert. Dreimal 0 ist noch geflogen, komm, trink doch eine mit. Hier bei uns im Frieden haben wir super geile Tee. Bin ich einer draußen? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt, ne schöne Groß aus der Stadt Miefeld. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt und selbst alles einzig. Auf geht's, Uli! Kölner Nacht die Sonne, über Düsseldorf die Welt. Wir singen alle zusammen, so wie in uns gefällt. Auf geht's, ihr seid dran mit euch. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt, ne schöne Groß aus der Stadt, die mir gefällt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt und Lebenszahn ist einzig auf der Welt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt, ne schöne Groß aus der Stadt, die mir gefällt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt und Lebenszahn ist einzig auf der Welt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt, ne schöne Groß aus der Stadt, die mir gefällt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt und Lebenszahn ist einzig auf der Welt. Von Kopf bis Fuß auf Köln gestellt. Meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wäre aber noch schöner, wenn ihr schafft, ein Bild oder ein Video schön bei
Pinwand zu posten, wie ihr unser Webkonzert miterlebt. Deswegen für euch vom Kopf bis Fuß auf Köln gestellt. Meine lieben Freunde, ihr seid gefragt. Nicht vergessen, ein Foto oder ein Video. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Wenn nicht. Aufgepasst! 3, 2, 1. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln ihn stellt. Ne schöne Groß aus der Stadt, die mir gefällt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln ihn stellt. Und Sternenzade seht sich auf der Welt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln ihn stellt. Ne schöne Groß aus der Stadt, die mir gefällt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Köln ihn gestellt. Und Sternenzade seht sich auf der Welt. Von Kopf bis Fuß auf Köln ihn gestellt. Dankeschön! Wenn ihr an den Bildschirmen auf der Couch sitzt oder wo auch immer, ihr könnt jetzt auch ein bisschen mitschunkeln. Es ist nun mal kölsche Musik und der Kölsche schunkelt zu Nur mit dir, ganz allein. Ist ja nicht lange her. Torliche Mädchen, das war wunderschön. Ganz natürlich die Schwing und goldene Haar. Seh ich mal nicht wie aus dem Sinn. Ich sag mal, Jungmann, sonst ist es zu spät. Ja, zu ihr und sag, was du denkst. Es hat doch geklappt, das ist wunderbar. Du bist für mich wie ein Geschenk. Nur mit dir ganz allein will ich schon durch das Leben. Nur mit dir ganz allein will ich glücklich sein. Nur mit dir ganz allein kann mir ja nichts passieren. Ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. Ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. Und hier zu viele Mädchen auf dieser Welt, für die nur eine Sache wichtig ist. Ob du wer bist oder hast du Geld, der Rest interessiert dich doch nicht. Doch da bist du anders, du lose Tetz. Und süß, was für ne Mensch da drin steht. Drum will ich nur dich, kein anderer Hand, denn du lässt mich niemals im Rest. Nur mit dir ganz allein will ich schon durch das Leben. Nur mit dir ganz allein will ich glücklich sein. Nur mit dir ganz allein kann mir ja nichts passieren. Ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. Ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. La 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 ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. Ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. Und jedem ins Ärger oder jedem ins Knie, dann denk ich, das ist ganz normal. Doch wir stehen zusammen, ob hier oder da, überall. Nur mit dir ganz allein will ich schon durch das Leben. Nur mit dir ganz allein will ich glücklich sein. Nur mit dir ganz allein kann mir ja nichts passieren. Ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. Ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. Nur mit dir ganz allein will ich schon durch das Leben. Nur mit dir ganz allein will ich glücklich sein. Nur mit dir ganz allein kann mir ja nichts passieren. Ich will mit dir leben in der Stadt hier am Ring. Ich will mit dir leben in Köln am Ring. Und meine lieben Freunde da draußen an den Bildschirm, weil es so schön. Noch einmal mit euch alle zusammen. La 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 la
Düsseldorf mit Wasser gefühlt. Wie man das so richtig mit, hat die noch nicht kapiert. Sie trinken all und rufen laut sie laut. Wenn du das hinkommen willst, bist du ein armer Sau. Hey! Richtig viele Kanzeliere, wo sich auch nicht zu genieren. Ja, richtig viele Lieder kannst du nur bei uns am Ring. Richtig viele Kanzeliere, die sind nah auf den Manieren. Ja, richtig viele Lieder kannst du nur bei uns am Ring. La 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 la. Zu fühlen, dass das Huhn nicht hier liegt. Stimmt die Schale hängen und zeigt dir gerne zu Geld. Der viele Liebe, das ist so für mich noch nicht zu spät. Nee. Richtig viele Kanzeliere, muss ich auch nicht zu genieren. Doch richtig viele Lieder kannst du nur bei uns am Ring. Richtig viele Kanzeliere, die sind nah auf den Manieren. Doch richtig viele Lieder kannst du nur bei uns am Ring. La 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 la. Und sprichst du auch kein richtig Deutsch? Ja, dafür geht es jeder Lehrer Welt. Was geht's da draußen mit euch? Richtig viele Kanzeliere, brauchst dich auch nicht zu genieren. Ja, richtig viele Lieder kannst du nur bei uns am Ring. Richtig viele Kanzeliere, die sind nah auf den Manieren. Ja, richtig viele Lieder kannst du nur bei uns am Ring. La 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 la. Richtig viele Lieder, einfach nur bei uns am Ring. Ist jetzt hier gut 100 Jahre, da schrieb der Ostermann. Ne Büngel Kölscher Lieder, die kommen überall gut an. Hätt ganz genau hingelobt, in jeder Straße, in jeder Jass. Und an der Lieder hätt auch Hück noch der groß und kleine Spaß. Komm an et Fenster, liebe will und lu hin. Ding Heimat können hast du ewig nicht gesehen. Ewig gesungen noch wie du es hast gemacht. Und wir verlieren nicht uns Culture an. Komm an et Fenster, liebe will und lu hin. Ding Heimat können hast du ewig nicht gesehen. Ewig gesungen noch wie du es hast gemacht. Und wir verlieren nicht uns Culture an. Und Stadt, die ist hüg anders. Sie ist vielleicht nicht immer schön. Aber eins, das geht immer noch an jeder Ecke Culture Tön. Wir machen es genauso wie du es hast gemacht. Ich sag mal nur, komm, lass mal singen. Und schon standen sie all parat. Komm an et Fenster, liebe will und lu hin. Ding Heimat Kölle hast du ewig nicht gesehen. Ewig gesungen noch wie du es hast gemacht. Und wir verlieren
Wie wird gesungen, noch wie du es gemacht. Und wir verlieren nicht uns falsche Eigenart. Aber irgendwann, da sind noch mehr ans dran, da kommen wir zu dir rum. Dann stelle mir uns neben dich und loren ob uns Kölle drum. Komm zu unserer Wahl, leben will und lade an. Was Kölle immer noch für Lieder spielen kann. Et wird gesungen noch wie mir Tanja macht. Und so verlieren nicht ihr Culture Eigenart. Komm an et Fenster, leben will und nur hin. Die Heimat Kölle ist ne ewig nicht gesehen. Hier wird gesungen noch wie du es hast gemacht. Und wir verlieren nicht uns Culture Eigenart. Komm an et Fenster, leben will und nur hin. Die Heimat Kölle ist ne ewig nicht gesehen. Hier wird gesungen noch wie du es hast gemacht. Und wir verlieren nicht uns Culture Eigenart. Und wir verlieren nicht uns Culture Eigenart. Dankeschön. Hervorragend, super. Die Gruppe Kölschraum für uns, für den guten Zweck, für den Kreis Rheinischer Karnevalisten bedanken wir uns mit dreimal von Hetze. Kölle! 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 Jetzt, genau, wunderbar. Herr Björn hat nur zweimal Dusch drin. Ist aber nicht so schlimm, alles kein Problem. Dankeschön, lieber Björn. Ja, eben hatte ich gesagt, wir haben ein Gebot für die Karten von 75 €. Lieber Willi, leider bist du überboten worden. Es gibt jetzt ein Gebot für 80 € für den Orden und für die beiden Karten. Und für dieses wunderschöne Fässchen, einmalig in Kölle, handsigniert vom Dreigestirn, haben wir ein Gebot von 33,33 €. Also bis heute Abend könnt ihr noch bieten auf die E-Mail-Adresse info@krk-köln.de. Und heute Abend werden wir dann oder morgen werden wir dann auf der Facebook-Seite oder wo auch immer bekannt geben, wer das Ganze ersteuert hat. Spenden kann man natürlich immer wieder. Übrigens diesen ganzen Stream hier bei Facebook und YouTube, der wird gespeichert. Man kann sich das Ganze hinterher noch uns angucken, kann sich auch 3-mal den Tuppes vom Land und 5-mal das Dreigestirn oder was auch immer angucken. Also alles möglich. Nur immer dran denken, wenn ihr guckt, auch ein paar Nüssele für die Pense rüberschicken. He? So, jetzt haben wir noch 2 Videos und zwar einmal eine Gruppe, die Knollis, die haben ein wunderschönes Lied gemacht und zwar geht es um die Corona-konforme Begrüßung und das ist ganz einfach der Stippefütsche Blues. Und der Jodi Jung hat ein wunderschönes Lied geschrieben, was zu dem Motto nur zusammen sind wir fast love und passt. Das heißt nämlich Puzzle. Bitteschön. Aus Bayern in unsere schöne Stadt. Ja, wartet euer Sinn nicht, ja, Dorf und woher platt. 2 Männer futtern Futt, was läuft an Heleber J? Das ist der Stippefütsche Blues. Da kommen wir all nicht von los. Das ist der Stippefütsche Blues. Oh yeah, Stippefütsche. Ja, der lässt uns nie mehr los. Das ist der Stippefütsche Blues. All
Als kleine Fett aus Köln hat ich jetzt mal gesehen. Stiefbefötsche Blues. Als kleine Fett aus Köln dachte ich, ja, was hätt das für einen Sinn? Stiefbefötsche Blues. Zwei Staatsgelle tanzen von der Fort und lachen sich halb kaputt. Stiefbefötsche Blues. Das ist doch Stiefbefötsche Blues. Da kommen wir auch nicht von los. Das ist doch Stiefbefötsche Blues. Oh yeah! Ja, der lässt uns nie mehr los. Das ist doch Stiefbefötsche Blues. Solo! In der Geiers in der Show, da haben wir all gelehrt. Die Lügscher von damals haben mit der Stippefurt protestiert. Zwei Staatser Geld futtert fort und lachten sich halb kaputt. Das ist doch Stippefurtsche Blues. Oh yeah, da kommen wir all nicht von los. Nicht Stippefurtsche Blues. Stippefurtsche Blues. Ja, ja, Stippefurtsche Ja, der lässt uns nie mehr los. Das ist doch Stippefurtsche Blues. Das ist doch Stiefbefötsche Blues. Stiefbefötsche Blues. Oh, da 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 da. Oh, da 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 da. Et Leben ist eine Pose mit ganz viel Dälchen und jedes hätt ne Platz durch das Ohre Waldchen, bis man der gefunden hätt. Doch wenn es einmal passt, passet für immer, dann jedes geht zurück, dann bist du der Gewinner, weil jedes Stück zählt. Du und ich und jede andere, jeder ist ein Teil vom Ganzen. Oh, oh, oh. Und auch du gehörst dazu. Du und ich und jede andere, jeder ist ein Teil vom Ganzen. Oh, oh, oh. Das ist einfach so. Oh, oh. Da 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 da. Oh. Da, 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 da. Nur wenn jedes Dällchen passt, siehst du am Ende das ganze Bild zusammen. Und ich fing, dass es sich nur den Deal, der dich komm, viel mehr Spaß hätt, nur wer so die Finger, oder? Du und ich und jede andere. Oh, oh, oh. Und auch du gehörst dazu. Und ich und jede andere. Jeder ist ein Teil vom Ganzen. Oh, oh, oh. Das ist einfach so. Oh, oh. Da 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 da. Oh, oh, oh. Da da da. Oh, oh, oh. Da 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 da.
verdammt, wir sind ein Teil vom Ganzen. Ja, wir sind ein Teil vom Ganzen und ein Teil vom Ganzen seht ihr hier mit dem schönen Schwenk, der gerade gemacht worden ist. Einmal, ich sage es jetzt noch einmal, die Bands vom Stefan Brandt, die der in seiner Schule unterrichtet haben. Ich denke mir mal, bis auf einen kleinen Holpler hat er doch wunderschön geklappt. Dankeschön dafür. Vor allen Dingen nochmal Dankeschön für eure Spende, dass ihr darauf verzichtet habt. Aber trotzdem, wir haben ja nachgedacht und mitgedacht. Wir haben noch ein bisschen für euch. Dankeschön nochmal an den Björn mit seinem Partner bei Kölsch Sound. An den Helmut, ich glaube, der ist im Augenblick nicht da. An die Firma Metro. An meine liebe Frau Uschi, die lecker gebacken hat. Übrigens, liebe Heike, die Heike hat bei Facebook geschrieben, ob auch genug Süßes für mich Angst haben. Ich habe also Nutella-Butterbrötchen gekriegt und jetzt hier noch jetzt Kochen vom Uschi. Also ich werde nicht unterzuckert nach Hause gehen. Ja, wir hoffen, dass wir euch dass für den guten Zweck etwas zusammenkommt und wir bedanken uns natürlich bei euch allen, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr dabei geblieben seid und zwar mit unserem Kölschen Grofe. Dreimal von Hetze Kölle! Kölle! So, genau. An die Spende haben wir schon raus, ja, und danke auch an alle, die uns unterstützt haben mit einem Video, die live aufgetreten sind. Und im nächsten Jahr, wir sind uns sicher, nicht wir hoffen, sondern wir sind uns sicher, dass wir dann, das ist wieder schön warm, wir schwitzen uns kaputt und haben aber ganz viel Spaß, können uns in der Arm nehmen, können uns bützen, können zusammen schunkeln und können auch wieder, hey, zusammen auf der Bühne stehen. Was wir bekommen haben, Dankeschön dafür von unheimlich musikalisch. Nicht besser zum Schluss passen könnte, sondern was die Hoffnung ausdrückt. Dass ihr zugeguckt habt. Dat wo weht, wir oft da dran, wie dat wo weht, wenn irgendwann die Pandemie für immer geht und steht, es wird wieder besser, es wird wieder besser. Geht zurück, der Drosten geht zurück in sein Labor und Lauterbach kommt im TV da nicht mehr vor. Ministerpräsidenten singen laut im Chor, es wird wieder besser. Abstand halten, Lüften und Teststrategie sind dann egal. Singen, schunkeln, Büchsen und Funke Marie, wieder normal. Wir grüßen ob et RKI, wir lüften und wir wäschen uns, der Hängnemie, zumindest bis zur übernächsten Pandemie. Es wird wieder besser. Alltagsmaske, Warn-App und Virologie sind dann egal. Singen, schunkeln, Büchsen und Funke Marie, wieder normal. Wir treffen uns nie mehr bei Zoom und ziehen uns wieder richtig an, auch untenrum. Wir reduzieren unseren Alkoholkonsum, es wird wieder besser. Ein Stadion wird proppenvoll, ganz Köln Fieber
fahren mit von Ehrenfeld bis Boll. Doch der FC spielt immer noch echt grauenvoll. Wann wird das wohl besser?